Meine Docs. Level Cap ist übrigens, nein, 28. 28 ist Level Cap. Gut, dass wir noch mit drüber geredet haben, weil sonst hätte ich mich nämlich sauber verzählt. Okay, also noch mit Carpador fangen, dann zum sanften Wesen machen, falls es kein sanftes Wesen hat. Und dann kriegen wir es schon. Jetzt passt so. Haben wir jetzt gleich. Jetzt muss ich nur schnell schauen, dass das mit meiner Software da wieder funktioniert. So, warum? Was ist da los? Warum? So. Fahren. Ah, jetzt wird's laufen. Ja, okay. Aber warum übernimmt man das OBS jetzt nicht? Das ist die Frage. Muss ich der OBS noch mit zumachen vorher wahrscheinlich. Ja gut, aber das. Leider müssen wir jetzt leider im Overlay ohne den ganzen Schnickschnack da leben können, weil ich müsste jetzt OBS Namen neu starten und auf das habe ich jetzt halt auf alle Fälle keinen Bock. Jetzt der wir einfach so weiter, das hilft jetzt eh nicht. Das geht schon mal, das geht schon mal jetzt für uns drüben. Ja, ich müsste jetzt wie gesagt OBS Namen neu starten, auf das habe ich jetzt keinen Bock. Okay. Emotes schauen am Handy jetzt auch wie besser aus. Ja, der Mr. YBO hat die Follower-Emotes überarbeitet und wir haben jetzt einmal 5 Follower-Emotes und nicht nur 3. Ja. Die schauen natürlich jetzt zauberhaft aus. An der Stelle haben wir ein fettes Merci an die. Den Idioten haben wir vorher übersehen. So. Oder war das der, den wir übersehen haben? Ich weiß nicht mehr. Gut. Ich hoffe mal, dass mein Internet jetzt stabil bleibt. Ich weiß nicht, das ist wieder irgendeine Lastung in den Verteilerkasten gefunden. Das war nicht das erste Mal. Das wäre nicht das erste Mal. Gut. Okay. Also, wir dürfen uns jetzt ein Carpador angeln. Weil das haben wir ja jetzt vorher encountered. Ja, ich weiß ja jetzt nicht, wie viele Encounter das auf der Routen gibt. Jetzt werden wir was anderes kriegen, mit dem wir jetzt so lange, bis wir ein Carpador haben. Damit das fair bleibt. Und sollte das Carpador, was wir jetzt am Anfang kein sanftes Wesen haben, dann mache ich auch ein sanftes Wesen. Ja, das zeige ich dann. Das ist wieder über das Programm, was ich letztes Mal, glaube ich, schon vorgestellt habe. Das ist das PK Hex. Da kann ich auch allen Teufel machen damit. Und dann kriegen wir das wieder so hin, wie es sich gehört. Jetzt muss ich wahrscheinlich laufen, bis das der Schutz verwirkt, weil sonst kann ich wahrscheinlich nichts angeln. Weiß ich gar nicht, wie das ist, tatsächlich. Wenn der Schutz läuft, dass man nicht angeln kann. Genau, F für Askia. Auf alle Fälle. Schauen wirklich sehr gut aus. Jetzt habe ich vorher gerade noch mal einen Speedtest laufen lassen, also das Internet ist jetzt stabil tatsächlich. Ja? 95 Mbit Download und 24 Upload. Das soll ja der Dennis gelangen. Wenn das nicht gelangt, dann weiß ich es auch nicht. So. Aber wie lange hält denn der Schutz? Muss mal anlaufen. Also für alle, die sich jetzt fragen, warum ich da so blöd in der Gegend rumrenne, ich habe ja einen Top-Schutz laufen, das heißt, dass mir da keine Pokémon nicht vorkommen. Und der lässt halt nach ihm, wenn ich halt rumrenne. Ja, und irgendwann ist er halt ausgelaufen und deswegen renne ich jetzt einfach sinnlos in der Gegend rum. Da haben wir vielleicht nicht schon. Vielleicht habe ich es auch nur übersehen. Oder auch nicht, okay. Die sind aber mehr wie 250 Schritte, das sagt der Iwei schon. Okay, weiter. Wie viel Schritt haben denn das? 250, ja, schon mehr wie 250 Schritt gelaufen, das ist ja klar. Da geht nix. Hey, what the fuck?
Ich hab nicht einmal einen Schutzcode. Hä? What the fuck? Warum kann ich da nichts angeln? Alter, das Spiel trollt mich jetzt gerade. Das Spiel will mich trollen. Alter, ich krieg jetzt keinen Angeln-Counter mehr, oder was? Ja, den erst. Ja, der meiner. Ah, okay, das ist ja gleich kaputt. Nice. Ja, fuck, jetzt hab ich mehr, aber nicht für die da. Ja, ist wurscht. Ist wurscht. Das wird man mal nicht so anfangen können. Gut. Wieder einschläfern den Loks. Es ist immerhin auch wieder weiblich, genauso wie vorher. Vielleicht haben wir Glück und es ist gleich wieder eins mit sanften Wesen. Die Wahrscheinlichkeit ist zwar sehr, 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 sehr gering, aber gut. Na schön. Easy. Ja, wissen wir schon, dass das ein nutzloser Fisch ist? Haben wir vorher schon alles gelernt. Oh fuck, jetzt habe ich einen Spitznamen vergeben, aber gut, das können wir alles noch hin. Auch kein Problem. So. So, kann man jetzt Meter machen. Das war jetzt zauberhaft. Das war jetzt äußerst zauberhaft. Ah, das ist jetzt ein pfiffig. Okay, dann muss ich es umändern. Ja gut, macht nichts. Macht nichts, können wir alles regeln. Können wir alles regeln. Machen wir nämlich jetzt gleich instant. So, jetzt speichern wir da mal. Jetzt passt zu 8. Jetzt wenn man das Internetname abkackt und alles zusammenfällt, dann habe ich zumindest gespeichert. Ja? So, jetzt machen wir da mal zu. Jetzt passt zu 8, das sage ich jetzt. Wir brauchen das da. Haben wir jetzt falsch. So haben wir. Okay, jetzt mache ich da mal meinen. Den mache ich jetzt dazu. Und jetzt passt es obacht. Jetzt brauche ich noch schnell meine Software. Kann ich dann sogar jetzt ein bisschen besser erklären, wie das Ganze funktioniert. So, da haben wir jetzt wieder mein Programm. Das habe ich letztes Mal schon vorgestellt. Da schieben wir jetzt einfach mal Speicherdatei rein. Und da haben wir ja jetzt das Carpador, was wir vorher eigentlich gefangen haben, was ein sanftes Wesen gehabt hat, hat es halt jetzt nicht. Und ich habe ja auch vergessen, dass er einen Spitznamen vergibt. Das ist jetzt eigentlich ganz cool zum Erklären. Ich kann halt jetzt sagen, hey Alter, ich habe vergessen, einen Spitznamen zu geben. Das hat vorher Hydra geheißen. Dann heißt es halt ab jetzt Hydra. Ja? Kann ich jetzt so überschreiben. Jetzt muss ich nur schnell schauen, was das sanfte Wesen eigentlich für Übersetzung hat, weil das weiß ich nämlich jetzt auch gerade selber gerade nicht. Aber das ist nicht tragisch. Ich glaube, das müsste calm sein, wenn mich nicht alles täuscht. Na, careful ist das sogar. Okay. Ah, Schmarrn. So Ziel. Okay. So, und jetzt haben wir da das falsche Wesen drauf, weil wir ja vorher mit einem sanften Wesen gefunden haben. Jetzt haben wir ein pfiffiges Wesen. Und dann kann ich halt jetzt da einfach auch umhergehen und sagen, okay, ich möchte jetzt das Wesen auch noch ändern. Was haben wir da? Todseil. Das ist dann das da. Genau.
Es hat die andere Fähigkeit gehabt, nämlich Rattled. Das ist die versteckte Fähigkeit gewesen, es hat nicht Ding gehabt, Wassertempo. Und jetzt ist das Carpador wieder so, wie es vorher war, bis aufs Level. Aber das kann ja dann, das kann ja mal dann so hinrichten, wie es passt. Genau. So. Und das ist im Endeffekt die ganze Geschichte gewesen. Jetzt muss ich gerade wieder mal schauen, dass ich das wieder da reinbringe, wo es hingehört. Toll. Verzeichnis. Runter und drüber geht's. Leck mich am Säbel. So einer. Easy. Okay. Cheater. Ja, das ist halt so ein Ausweichprogramm. Wie gesagt, mir ist jetzt vorher gerade das Internet abgehackt und dann haben sie die Programme geschlossen. Und durch das, dass ich halt da nicht speichern können habe, haben wir uns jetzt im Endeffekt... Ich habe mich wieder auf Stand gebracht, sagen wir es so. Oh, ihr seht es aber noch nichts. Jo, jetzt auch. Und ja, das Programm ist halt dann für das eigentlich tatsächlich sogar sehr, sehr nützlich. Ja. Von daher haben wir da jetzt ein bisschen Abhilfe geschafft. Und jetzt können wir halt einfach kontrollieren. Jetzt seid ihr da. Habe ich die Speicherdatei nicht überschrieben. Ja, lol. Ich bin so eine Eumel. Okay, nochmal alles auf Anfang, weil egal. Haben wir ja Zeit. Man, das soll ja jetzt. Haben wir ja Zeit. Eigentlich haben wir nicht Zeit, aber es hilft einem halt aber nicht. Jetzt brauche ich die eigentlich gerade. Moment mal, das ist ja noch gespeichert. Ah, lol, okay. Nice. Pass auf, das ist sogar noch gespeichert. Da brauche ich jetzt gar nicht lang umdrehen. Ich tue das wieder aus. Dann so exportieren. Jo. Überschreiben. Easy. Und wieder einer. Fertig. Ja, heute ist der Wurm drin, habe ich so das Gefühl. War massivst. Heute ist ja massivster Wurm drin. Ich hoffe mir, dass es jetzt passt. Wenn es jetzt nicht passt, dann scheiße ich ihn offen. Noch gestern kein Wunder. Ja, okay, ich habe mir das Glück gestern ein bisschen überstrapaziert. Ja, wahrscheinlich, wir haben alle recht spät ins Bett. Das kann schon sein. Also ich war halt auch, ich bin, was heißt, ich bin heimgekommen, eingeschlafen und ich glaube, schon Ewigkeiten nicht mehr bis halb 10 geschlafen. Also von daher kann schon sein, dass das ein bisschen an uns nagt. Aber es war geil, war auf jeden Fall geil. So, jetzt stimmt in Herrgotts Namen mein Carpador auch wieder so, wie es gehört. So. Moment, jetzt alles genau so, wie wir es vorher gemacht haben. Ach so, jetzt hat es mein Bot dann auch mal gefreut, dass er einen Ping aus... Mach mal, frage mich. So, das nehmen wir auch wieder mit. You had one job, Bot. Den hat er verkackt. So viel zu meinem Bot. Generell momentan ein bisschen so Technikprobleme, was das angeht. Also letztes Mal schon mit
mit dem Ruckeln vom Stream, der wo dann auf einmal wieder gekommen ist, dann jetzt mit dem Bot, dann jetzt mit dem Internet, momentan, ich weiß nicht, irgendwer mag nicht, dass ich scheinbar streame, ich hab keine Ahnung. Aber gut, so, jetzt glaube ich, jetzt speichere ich aber vorsichtshalber gleich nur einmal, weil, weißt du das eh. So. Beziehungsweise, Garados, das ist sogar noch auf der Box. Weil ich noch EV trainieren muss und da wir jetzt eh gerade so viel im Menü verschissen haben, möchte ich jetzt da nicht noch mehr Zeit verblenden. Aber Garados ist ein guter Encounter, definitiv. Beziehungsweise Carpador. Das nehmen wir so mit. So, jetzt können wir hoffentlich endlich mitmachen. Genau, jetzt haben wir auf alle Fälle in der neuen Stadt am Strand, beziehungsweise dann in der Stadt selber, 2 Encounter, dann kommt hinterhalb eine Routen, wo wir einen Encounter haben. Dann haben wir glaube ich, eh schon wieder in der nächsten Stadt. Ja, jetzt kommen ein paar neue Pokémon auf alle Fälle. Jetzt, da müssen wir da rein. Ey du, ich mag Boot fahren. Ich mag Boot fahren. Was du bei der 104 im Wasser Encounter? Ja. Beziehungsweise da haben wir, das ist der Encounter von da, wo wir jetzt gerade haben, das ist ein und dieselbe Route. Da haben wir das Marschall gefangen. Das ist quasi die Routen vorm Wald und die Routen direkt hinterm Wald ist ein und dieselbe. Das hab ich schon überprüft. Da kriegen wir keinen Encounter mehr. Gut. Wir haben jetzt da, wo haben wir jetzt da? Das ist jetzt eigentlich die wichtigste Frage. Wir haben jetzt da aktuell auf Route 109. Auf Route 109 haben wir definitiv noch keinen Encounter. Weil das ist Route 107, das ist Route 108 und da ist Route 109. Okay, nice. Na, du darfst nur einen Encounter pro Route fangen. Ja, das ist scheißegal, ob es da ein Wasser gibt oder ein Gras. Musst du halt aussuchen. Entweder du angelst dort oder du gehst ins Gras. Eins von beiden. Und du darfst jetzt nicht im Gras und im Wasser eins fangen, wenn es dieselbe Route ist. Halt, Moment einmal. Moment. Nein, stopp. Ich muss erst einmal schauen. Haben wir eben nicht gefahren. So. Unser MVP, wenn es uns Pokémon fangen geht. Jetzt pass auf, was gibt's denn auf der Route eigentlich alles? Angeltechnisch. Jetzt pass auf, wir haben auf Route 109 und das heißt, angeltechnisch gibt's da ein Finion, ein Lampi und ein Corazon. Corazon war der Typ. Also entweder kriegen wir jetzt ein Finion oder ein Lampi. Da hätte ich fast Lampi bevorzugt. Würde ich fast Lampi bevorzugen. Wenn einmal was abbeißt. Irgendwann. Ja, in dem Meer gibt es scheinbar keine Fisch. Jetzt. Finion. Okay. Ja, nehmen wir. Nehmen wir jetzt einfach mal. Also Wasser-Encounter kriegen wir ganz schön viel. Das hat Regentanz. Okay, es hat Regentanz. Bin Fan. Regenteam. Das mag ich nicht riskieren. Passt schon, Wifi, viel Spaß im Lurk und ruhen Sie ihn aus. Das passt einfach. Okay. Easy. Das ist gerade die Frage. Infineon. Price habe ich dir. Infineon. Gut, das ist so mehr so, das wird ja zum Luminion, glaube ich. So, mal schauen.
Da darf eigentlich Lumen ganz geil passen. Oder Lumina oder so. Weil Weibchen. Price ist alles fit bei dir. Nimm mal. Gut. Den Encounter haben wir schon mal. Schmetterlingsfisch. Ein Zitronenfalterfisch. Bei mir passt das, danke dir. So. Ravidport City. Haben wir auch einen Encounter, da können wir sogar angeln. Deswegen ist das gut für uns. Ich glaube, da kann man da oben angeln, wenn man nicht alles täuscht. Ja genau, da steht jetzt da die Volksfesttruppen da, die haben jetzt dann da ein Problem. Das werden wir uns jetzt dann anschauen. Und zwar können wir nämlich da angeln. So, was gibt's da? Da gab's richtig gute Encounter. Da gab es einen Walmer, okay, der ist jetzt so semi-gut. Da gab es einen Sepa und einen Dratini. Dratini war halt brutal. Also wenn wir da einen Dratini fangen könnten, das war Wahnsinn. Dann hätten wir dabei einmal ausgesagt. Dratini war richtig geil. Sepa und zu Seedraken, genau. Ja, entweder Sepa oder Dratini, da nehmen wir. Walmer da jetzt nicht so fühlen. Aber wahrscheinlich ist die Chance, dass wir da Walmer kriegen, extrem hoch im Vergleich zu den anderen zwei. Schauen wir mal. Marschall, grüß dich. Alles fit bei dir? Dir auch einen schönen Sonntag. So, jetzt bitte Sepa oder Dratini. Sepa oder Dratini, eins von beiden, mir scheißegal. Natürlich kriegen wir die Forst, die Brunzen vom Walfisch, ist eh klar. Schade. Wobei Walmer jetzt auch nicht so schlecht ist, aber mir war halt der Dratini halt schon weit lieber gewesen. Bei uns alles fit. Schön, dass wir waren bei dir Visage. Ich hab gestern leider nicht die Zeit gehabt zuzuschauen. Ich war unterwegs im Namen des Vollbauchs, meine ich, was mir jetzt mittlerweile. Moby Dick, das ist ein guter Name. Den nennen wir. Oh fuck, das hat mir jetzt wieder gewhirlpoolt. Mal schauen, ob wir das Zeit noch fangen. Ja, alles gut, war überraschend schnell durch mit dem Scheißspiel. War schlimm. Hand aufs Herz. Ich hab Visage bei einem anderen Streamer geschaut. Also ich kann's, Respekt, ich kann's nicht spielen. Ich sag eigentlich, wie es ist. Ich könnte es nicht. Ich könnte es nicht. Walmers Nasenlöcher liegen über seinen Augen. Dieses verspielte Pokémon erschreckt gern Menschen, indem er das Meerwasser, das es in seinem Körper speiert, mit aller Kraft herauspustet. Okay. Der hat gut gegessen, der Fisch. So. Moby Dick ist der Name ist eine 11 von 10. So. Gut. Hab's zwar mehr Schaume gespielt, deshalb ging's. Das erste Mal war heftig. Was für ein Kapitel hast du jetzt gespielt? Das erste oder das zweite dann schon, oder wie, oder was? Oder alle? Kann da alle gewinnen sein. Alle 4! Ach du Scheiße. Hast du die Watt zufällig gespeichert? Also jetzt nur mal rein aus Interesse. So. Jetzt muss ich mal schauen, was für ein Level haben die Trainer da überhaupt. 28 ist Level Cap, hat's geheißen. So. Was für ein Level haben die Pokémon da, die da einsetzen? 19, 20. Und wie schaut's jetzt da aus? 17 umeinander, ja, okay. Ja, da haben wir dann mit 22, 23 gar nicht gut dabei, das passt ja. Muss erst veröffentlichen, gut, dass du mich erinnerst. Also wenn's die Watt veröffentlicht, schauen wir es happelweise sogar wahrscheinlich an. Alle 4,5 Stunden, ja, das ist halt schon extrem heftig. Wie gesagt, ich kann es wahrscheinlich nicht.
Also, falls irgendwer mal einbaut, der macht das als Wunschgame, dann könnt ihr wahrscheinlich darauf einstellen, dass wir es nur einmal spielen. Und nicht alle Brezen. Brauche ich unbedingt Furienschlag? Eigentlich nicht, wenn ich One-Attack, ja. Okay, weg damit. Ich darf halt jetzt langsam einmal ein paar Entwicklungen feiern. Ja? Ich hänge da aber so mit so halb starken Pokémon umeinander. Gut, wobei, sagen wir, ich habe jetzt eine Gyarados gefunden, ich darf mich eigentlich nicht beschweren. Ja, du helfst mir da gern. Ja, ich weiß nicht, ich glaube, ich darf innerhalb der die 2 Stunden, wo ich das Spiel spiele, wahrscheinlich so massiv an Körperflüssigkeit verschwitzen, dass ich wahrscheinlich, keine Ahnung, einen Intensivdienst brauche. Da ist ein TM-Stand. Okay, net to know. Da ist ein TM-Stand, das ist okay, zauberhaft. Was bist du für einer? Wie gesagt, heute ist mehr so ein wenig so Collectible-Stream, okay? Was haben wir jetzt da? Da gibt es Bären wahrscheinlich. Na, die ganzen Rauch-Dinger. Das ist, Alter, die kosten aber auch verdammt, weil ihr habt hier einen Arsch offen oder was? Was haben wir da noch? Statuswerte, Guru. Ah! Okay, da kann man sich quasi. Ja, da kann man sich Entwicklung. Moment einmal, wir haben doch ein Perlo gefangen, oder? Weil mit A bis Zahn oder Platte kann man es nämlich entwickeln. Das müssen wir mal anschauen, wie Perlo vom Moveset ist. Okay, was haben wir da? Ah ja, okay, wir kriegen ein Bundle. So, was haben wir da noch? Kennst du die TM-Attacke Keimbau? In unserer Gruppe ist sie extrem beliebt. Eines unserer Mitglieder wird sie dir schenken, sobald du ihn irgendwo beginnst. Komm danach nochmal hierher. Wir werden dich dann als Mitglied aufnehmen und dir insgeheim tolle Sachen verkaufen. Aha. Okay, gut, dass wir mal darüber geredet haben. Was bist du jetzt drüber? Bei mir kannst du bald herzallerliebste Puppen kaufen. Scheiß auf deine Puppen, ich brauche gescheite Items. Ja gut, okay. Gibt's da sonst noch irgendetwas? Bei dir vielleicht so? Okay. Ich weiß nicht, die Stadt da habe ich irgendwie was, Face ist Weihnachten. Ja gut, okay. Jetzt schauen wir mal, was da Phase ist. Gut, da kommen wir jetzt noch nicht rein, da müssen wir jetzt erst in die Werft. War dann quasi teurer. Marschall, du warst übrigens beim 2. Arena-Leiter der absolute MVP. Wollte ich nur mal so nebenbei erwähnen. Gut, da haben wir einen Captain Brick, der wo jetzt endlich seine Waren kriegt. Beziehungsweise, das ist nicht der Captain Brick, das ist irgendein so ein Mitarbeiter von ihm, der sagt uns jetzt, der ist im Museum. Und da haben natürlich da gerade die ganzen Rüppel umeinander gestanden und jetzt kommen wir da rein. Ja, du hast ihm das Hariyama mal auf einen Schnitz weggelassen. Das war sehr, sehr wichtig. Nein, entwickelt hast du sie noch nicht. Leider. Es hat sich noch, also bis auf Broly und Kappa, da hat sich noch kein einziges Pokémon nicht entwickelt. Fichterli, grüß dich. Ich hoffe aber, dass jetzt dann schon damit die ersten Entwicklungen kommen, weil, wie gesagt, ich hänge da mit so halbstarken Pokémon umeinander. Das gefällt mir nicht. Ja? Sag dir, wie es ist, das gefällt mir nicht. So. Es ist eigentlich eher Frechheit, die verlangt jetzt 50 Unzen von uns, dass wir mir da ihren Schund da anschauen. So. Von dem da? Nein, nicht von dem da, aber von irgendeinem von den 3. Aha. Genau, das ist der Magma-Rüpel, den wir im Blütenburg-Wald verhauen haben. So, und der gibt uns jetzt die TM-Raub und jetzt kommt nämlich folgender Faktor ins Spiel. Durch die TM-Raub, also was macht das? Du kannst den Attack-Raub einsetzen auf ein wildes Pokémon zum Beispiel und wenn das wilde Pokémon ein Item besitzt,
kriegst es dann du nach dem Kampf. Ja? Du raubst dem Pokémon, wie der Name schon sagt, das Item. So, und das ermöglicht es mir natürlich, gewisse Item-Farmen zum Kinder. Ja, und jetzt kommen wir zum wichtigen Punkt, das habe ich schon mal erklärt. Alles, was ich mir farmen kann, sobald er es farmen kann, kann er mir theoretisch oder darf er mir dann auch in einer gewisser Anzahl oder in beliebiger Anzahl erhätten. Ja? Einfach damit Spiel einfacher wird, oder was heißt einfacher, damit es für mich einfacher wird, das Ganze contentmäßig unter den Hut zu bringen. So, das heißt jetzt praktisch, es gibt 2 Items in dem Spiel, die wo es sich lohnt zu farmen. Das ist einmal die Herzschuppe. Herzschuppe kriegst du bei Libiskus. Das kann ich bereits encountern, das habe ich schon nachgeschaut. Libiskus hat eine gewisse Chance, eine Herzschuppe zum Tragen. Wir treffen mal später mal einen NPC, bei dem du dann vergessene Attacken durch eine Herzschuppe wieder erlernen kannst. Ja? Und das andere ist der Honig. Honig wird gern von Geweiher getragen. Die kann man auch encountern, das sind Hidden Gras Encounter, das sind die Büschel, die wo dann immer wackeln, da kannst du Geweiher encountern und die haben ab und zu einen Honig dabei. Der Honig sorgt dafür, dass ich einen Horden-Encounter triggern kann, also sprich, da kommen 5 Pokémon gleichzeitig vor, kommen halt nur gewisse Pokémon dann vor. Da haben die Pokémon, die wo da vorkommen, können seltener und teilweise auch besser. Das ist der Grund, warum ich die schon 999 Mal habe, weil ich kann es mir jetzt einfach erfarmen. Es spart halt einen Haufen Zeit, wenn ich es schon habe. Rein theoretisch müsstet ihr jetzt, wenn ihr Herzschuppe mehr hättet, jedes Mal ein Libiskus encountern, jedes Mal Raub einsetzen, dann flüchten, schauen, ob ich eine Herzschuppe genommen habe. Wenn nicht, dann wieder eins encountern und so weiter und so fort. Frisst halt natürlich unbändig viel Zeit. Und das ersparen wir uns jetzt, indem wir uns einfach hergehen und okay, ich habe jetzt Raub, ich habe theoretisch die Möglichkeit, das Item zu farmen. Also machen wir es gleich auf den Wege. Ja? Wir werden davon nicht allzu viel brauchen. Ich glaube, dass wir vielleicht 10 überhaupt hernehmen müssen. Aber so passt ja das Ganze. Genauso ist es übrigens mit dem Honig. Wir werden jetzt da nicht 200, 300 Honig brauchen. Das haben vielleicht einmal 5 Honig, die wir aufs ganze Spiel vielleicht brauchen werden. Ich glaube, das passt. Viertel, ist alles gut bei dir? So, das ist jetzt der eigentliche Mr. Brick. Das ist der Schiffsbauer. Da haben ja übrigens auch die ganzen Devon-Wände, wo wir jetzt die letzten 2 Parts dabei immer wieder haben besorgen müssen, weil es die Hansel da weggestohlen haben. Und der hat natürlich scharf auf das ganze Zeug. So, und jetzt haben wir es halt eigentlich demjenigen ausgehändigt, der wo er was anfangen kann damit. Alles bestens und bei dir? Ja, alles gut. Ich gehe in einer guten Stunde ins Freibad, also wie soll es da kann es am Lügen gehen. Das Ding hat Feuerzaun, alles klar. Gut. Smogon, ich ahne, dass das Ding Toxin hat. Aber da rasiert es Marshall. Das Marshall werde ihm da einrasieren. 100%. Marshall wird da... Alter! Das hätte aber jetzt ganz böse ausgekommen. Das Ding hat fucking Finale gemacht. Warum sprengt sich der selbst in die Luft? Der hat überhaupt keinen Grund dazu. Der ist full live. Und ich auch. Ich ahne halt jetzt, dass so Kleinstein auch Finale macht. Gut, dass sie eine Explosion hat. Dann war Marshall draufgegangen, definitiv. Alter, das Ding hat Dampfwalze. Okay, das Finale, das kam unerwartet. Gut, dass wir mit einem blauen Auge davor gekommen haben. Okay, also wenn ich das nächste Mal so ein Schwellschädel umeinander fliegen sehe, dann muss ich da gehörig aufpassen, dass das Ding nicht Finale macht. Muss aber jetzt fairerweise dazu sagen, ich hätte nicht mehr Damage gemacht. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass das nur so wenig Damage macht. Ja gut, Marshall ist jetzt doch fast blöd. Gut, der wird kein Unlicht-Attack nicht einsetzen. Man kann Mothman ist ein scheiß Switch.
kann eigentlich in Xena bleiben. Ich meine, gut, er wird zwar Windschnitt und so einen Scheiß machen, aber... Die Frage ist, macht der jetzt gleich... Ich glaube, dass der nicht einmal ein Ding macht. Ich glaube, dass der zuerst für ein Ding geht, für Superschall oder irgendwie so einen Scheiß. Und selbst wenn, glaube ich eigentlich schon fast sicher sagen zum Kinder, dass wir da mindestens einen Angriff neu überleben. Also ich glaube, wir müssen nicht wechseln. Okay. Ja, lol. Okay, lol. Schön, dass der Steinwurf daneben geht. Ah, und jetzt macht's keinen Fußstrahl, das dumme Mistviech. Auf alle Fälle bin ich schneller, das ist einmal gut. Aber es hilft mir nichts, weil ich verwirrt bin. So, wie viel macht Blindschnitt jetzt? 10 KP, das heißt, der Crit hat 20, das heißt, ich überlebe auf jeden Fall einen Crit. Ja, lol. Alle kugelrunden Pokémon können Explosion und Mew. Ah. Irgendwie habe ich so das Gefühl, dass das immer anstrengend wird, Alter, der Magnian. Are you kidding me? Der hat ein Magnian. Aber das hat nicht bedroht. Das ist eigentlich eine ziemlich gute Info für mich. Bin sogar schneller. Guter Damage. Ah, Flinch, nice, easy. Gegner ist zurückgeschreckt, das ist gut für mich. Ja, okay. War ein bisschen tricky, aber... Nochmal, ein Mac9. Ein Mac9. So. Das da, meine Freunde, wird vermutlich einer der härtesten Widersacher werden. Das da ist nämlich der gute Mark, der heißt lustigerweise genauso wie ich, nur dass man halt mit C schreibt. Der ist der Anführer von ihren Anstalt, oder? Er ist im Endeffekt der Chef von Team Magma, der führt die Organisation quasi an. Und ihr Ziel ist, die Landmassen zu vergrößern. Wie es das vorhaben, das sagt er uns jetzt noch nicht. Das wird im Laufe der Zeit, im Laufe des Spiels immer mehr kristallisiert sich das aus, was eigentlich sein Problem ist. Beziehungsweise wie er es anstellen möchte. Und ich habe so ganz böse das Gefühl, dass der in dem Heck wahnsinnig stark ist. Und er droht uns halt jetzt im Endeffekt quasi, wenn wir im Namen in Quere kommen, dann hat das schwere Konsequenzen für uns. Genau. Einmal... Ich wollte es jetzt nicht vorsichtshalber nicht vorlesen, ja, aber ich verstehe die Frage. Kann halt aber auch nur von dir kommen. So. Er hat seine Devon, er kann jetzt an seinem Unterwasser-Planschboot umeinander basteln. Alle sind zufrieden, alle Geschubsten haben auch da, das ist auch zauberhaft. Und wir können jetzt einfach mitmachen. So. Level Cap ist 28. Ich tue jetzt einfach mal, weil es mir wurscht ist, einmal alles auf 25. Wir werden mal schon nicht überleben und wenn, dann habe ich Pech gehabt. Dann hilft es einem halt auch nicht. Ich hoffe jetzt einfach, dass sich irgendein Viech auf 25 entwickelt. Das war ganz zauberhaft. Ah, Trotzer. Setup-Move war eigentlich gar nicht blöd. Allerdings habe ich halt so ziemlich ungefähr gar keine Zeit, das aufzusetzen, weil wann auch. Lassen wir jetzt einmal weg. Ah, Gott sei Dank, endlich eine Entwicklung. Xena entwickelt sie. Sehr gut. Immerhin. Man kann schon mal arbeiten damit. So. Strepoli. Wenn der Balken nicht mehr gelangt, dann muss der Stahlträger her. Jetzt möchte ich es auch noch mal putzen lernen. Ja, ich mag ja Wowe noch nicht. Vom Zimmerer zum Eisenbahner. Genau. So, jetzt wenn Marshall auch noch eine Entwicklung kriegt, wird das auch zauberhaft.
Finte, okay, das ist ein Unlichtangriff. Ah, ist halt blöde, weil das ein körperlicher Angriff ist. Der bringt mir jetzt so gesehen nicht allzu viel. Aber es ist, hey, es ist besser als Punch. Okay? Nehmen wir. Aber leider keine Entwicklung nicht. Schade. Marshall lust die Zeit. Ja? Marshall, die mag noch nicht. Die hat noch keinen Bock auf eine Entwicklung. Und der Nemo auch nicht. Gut, Overei braucht man sowieso einen Blattstein, habe ich mal so die Vermutung. Alter, Gigasauger auf Level 24. Are you kidding me? Das Ding nehmen wir. ASMR, ja, leg mich am Arsch, das haben wir schon lange nicht mehr gehabt. Kriegst, Marshall, kriegst auf alle Fälle. So, Eklinde 25, da brauchen wir einen Blattstein. Wo wir den herkriegen, ich weiß es nicht. Aber, werden wir schon finden. Marshall möchte nicht erwachsen werden, Kappa. Ja, wer mag das schon? Wer will das schon? So, jetzt geh ich schnell in den Supermarkt und tu mal Bälle noch kaufen, weil die brauchen wir auch. Sag mal, hast du vielleicht irgendwas Besonderes für uns da? Warte, vielleicht mapst du. Ja, Blattstein, lol. Den nimm ich. Den nimm ich dann. Ja, aber sowas von. Da hätte sogar. Oh, das ist jetzt bitter. Da hätte sogar einen Feuerstein gegeben. Da hätte man Akani auch schon. Also Fukano damals auch schon entwickeln können. Ah, sad story. Hey, aber okay. Das nimm ich. Das nimm ich an. Das nimm ich an. Das sage ich, wie es ist, das nimm ich an. Soweit zur Entwicklung. Ja, hallo, ich bin Marshall now. Wenigstens kriegen wir jetzt eine Kokospalme. Das ist ja auch schon mal was. Das nehmen wir. Ein Suddenly Alola Kokowai. Ja, das hat's da noch nicht gegeben. Das hat's da meine noch nicht gegeben. Okay, wir haben zwei Entwicklungen gekriegt. Das nehmen wir. Freunde, das nehmen wir. So, jetzt müssen wir erst einmal den ganzen Schund verkaufen, was wir nicht brauchen. Da, X-Spezial. Weg mit dem Schund. 175 hat das jetzt der Sporn auch können. So, natürlich ist es so, das sage ich jetzt der Vollständigkeit halber auch gleich dazu, nicht, dass du die ersten da noch Schreien anfangen. Die gehackten Items darf ich natürlich nicht verkaufen, ja? Nicht, dass dann heißt, ja, jetzt kostet Geld auch fahren. Nein, so läuft das natürlich nicht ab, ja? Das machen wir nicht. Das war ja dann komplett fürs Licht. Was ist jetzt das? Sprinkler ist Superschutz. Gut, den können wir schon verkaufen, weil den haben wir ja regulär gefunden. So, einen Seidenschal verkaufen wir nicht, Superbälle verkaufen wir auch nicht. Schutz weg mit dem schon, braucht kein Mensch. Gut. Dann haben wir da ein paar Heil-Items gefunden. Beziehungsweise die hebe ich sogar einmal auf. Weiß zwar nicht, was man bringt, aber okay. Aber das kann man weiterhaben. Das ist ein Haufen Geld wert. Zink, Protein. Durch das, dass wir ohnehin EV-Training betreiben, kann das alles ohne Probleme weg. Mehr Geld ist mehr gut, aber Geld. Die Bären halten uns natürlich alle. Genau. So. Dann noch ein Spooky Center, da mir ja nichts passiert. Und dann holen wir uns den nächsten Encounter. Scheiße, Bälle kaufen habe ich vergessen. Müssen wir noch da, Freunde. Das hilft nicht. Bälle. Sei denk doch nicht immer so versaut. Wir sind mal eine sehr kindergerechte Community, was? Habe ich einmal gehört. Haben sie mir mal gesagt, dass wir mir das. Ich weiß zwar nicht, ob geschubst unter USK 16 fällt, ich glaube es zwar nicht, aber. Ja, gut. Was ist denn jetzt schon wieder? Ah ja, da kommt jetzt so eine dumme Sequenz. Ja, okay, und ist er so. Ah ja, genau, ASMR-Einschläger. Ja, Moment, genau. Da, das druckt mir eben noch durch und dann kriegt Marshall als ASMR-Einschläger. Ich muss mal schauen, ob ich überhaupt einen Becher noch habe, aber ich glaube schon. Ist das okay, Marshall? Dauert noch 2 Minuten. Ich glaube, das ist zum Auswählen. Also, was sie sich da denkt haben, verstehe ich auch nicht. Warum muss ich so eine scheiß Sequenz in so ein Spiel einbauen? Ich mag doch einfach nur Rosen. Ich mag einfach nur Rosen, mehr nicht. Ja, Herrgottselier Wettbewerbskarten, die werde jetzt ausreißen.
Pokéregel-Set wird's auch ausreißen, definitiv. Wir sind eine kinderfreundliche Streamer-Gruppe, die eh nur Pokémon und Bälle im Kopf hat. Ach stimmt, das Asker-Wort, also Entschuldigung. Warum habe ich jetzt Marshall gelesen? Ich verstehe die Frage nicht. Entschuldigung, ich wollte nicht für Verwirrung sorgen. Heute läuft's einfach nicht. Heute habe ich einfach so einen Doktor, läuft's nicht. Da läuft's einfach nicht. Technisch nicht und vom Kopf her, ja, da läuft's eh nie, aber... Jetzt lass mich gehen, du Schupferbrunzen mit deinem scheiß Altaria. Lass mich halt mal in Ruhe. Mach du deine Wettbewerbe. Ja, genau, geh du da mal rein und lass mich mal wichtige Dinge erledigen. Ja, Herrgott selig. So, ich hol jetzt einmal schnell, ich richte einmal schnell auf, wie es alles mir einschenken. Ich bin gleich wieder da. Jetzt hört's meine Stimme, ja? Jetzt hört's meine Stimme. Sehr gut. Also ich habe jetzt Filter von meinem Mikro ausgeschaltet, weil sonst hört man das Ganze nicht. Mr. YBO, du kriegst sogar extra eine ganz frische Flaschen. Ja? Da ist richtig viel ASMR drin, habe ich gehört. Ja? Schon ausgeschmatzt, ich bin jetzt Marschall ab morgen dann männlich. Du musst das anders sehen. Du schminkst dich quasi jetzt ab heute so und streamst dann und gibst dir als Marshall aus. Und Marshall macht's andersrum. Sie schminkt sich dann so, dass es ausschaut wie du und, ne? Man hat es ja flexibel, was das angeht. Mit extra ASMR und ohne Zucker. Genauso, so nämlich. So. Für alle, die wo jetzt noch keinen Durst haben und noch nicht beim Bieseln waren. Es wird jetzt dann beides eintreten. Ihr werdet jetzt dann zum Bieseln gemessen und irgendwas zum Trinken holen mengen. Ja? So, haben wir bereit. Ich glaube schon. Das haben wir wirklich schon lange nicht mehr gehabt. Eigentlich ist von meinen Kanalpunkten werden sie eigentlich immer nur Pflauschknädeln gekauft. Also mal eine schöne Abwechslung. Ja? Also ich hoffe mal, ihr wart noch nicht beim Bieseln. Achtung, aufgepasst. Es ist so sprudelig. Es ist so sprudelig. Also ich hoffe, jetzt man hat es gehört. Wenn das jetzt nicht gehört hat, dann fail. Aber normalerweise sollte das, es hat bisher immer funktioniert. Gänse. Sehr gut. So, und jetzt ab aufs Klo. So, jetzt mache ich da etwas. Jetzt mache ich da natürlich meine Dinger wieder an. Rauschunterdrückung und so Zeug, weil sonst hört ihr Sachen, die wo ihr nicht hören wollt, ja, und die wo ich auch nicht hören möchte, wenn ich einen Stream anschaue. Halt das. Und dann fangen wir wieder, und der mal wieder spielen. Jetzt trinken wir dann erst einmal, weil das gehört ja schließlich auch dazu. Bei dem Weder soll man ja viel trinken, habe ich gehört. In diesem Sinne, Freunde der Sonne, Prost auf euch. Steht das vor uns. Es geht ja am Abend wie ein Öl, das sage ich nicht. Es geht am Abend wie ein Öl.
wer macht aus mir ein pinkes Shiny Enton? Gute Frage. Da muss dann, ich weiß nicht, wie viel Überstunden Marschall machen möchte, aber ich glaube, du bist auf dich allein gestellt. So, Freunde, ich darf jetzt sagen, jetzt holen wir uns einen Encounter. Wir haben da oben einen Encounter. Und den holen wir uns jetzt. So, Route 110. Da schauen wir jetzt einmal auf unseren Guide, was wir da encountern könnten. Rein theoretisch. Im Groß, Gaberts. Ja gut, ich bin jetzt mit den englischen Bezeichnungen nicht ganz so gut vertraut. Horden-Encounter ist raus, gibt's Plüssel und Minon, interessiert mich nicht. Angel-Encounter gibt's nur Remoraid und Balderfisch, ist auch raus und wir haben ja schon genügend Wasser-Pokémon. Surfen können wir noch nicht, also ist das auch raus. Und im Groß kann man encountern ein Ordoch, ein Magnetilo, ein Voltoball, ein Felino, Dingens, Fritzelblitz, glaube ich, ist das. Galpen weiß ich nicht, ein Driftlon. Und Ratytox, Minchino und Skiddo kenne ich jetzt gerade auf Anhieb nicht. Aber wir rennen jetzt da einfach rein und irgendwas wird uns schon springen. Das wird mir dann schon sehen. So. Encounter. Wir kriegen mal ein. Ja, super, ein Mülleimer. Toll. Weiß ich jetzt nicht, was ich von dem Ding halten soll. Weiß ich jetzt nicht, was ich von dem Ding halten soll. Ich sag eigentlich, was es ist. Obwohl, wenn ich jetzt mal so überlege. Das Ding ist ziemlich. Also die Weiterentwicklung von dem Ding ist ziemlich tanky. Also, da kann. Er hat Potenzial. Hat vielleicht Potenzial. Bin mir nur noch nicht sicher, inwiefern wir das ausschöpfen können. Schauen wir mal. Du, Kabinere! Ein Mülleimer, ja. Es ist halt ein Mülleimer, was soll ich sagen? So, das Ding pennt jetzt normalerweise sowieso ein. Da wieder. Muss jetzt gleich leichter werden mit Schluft. Okay. So, Spitznamen, Freunde. Wer nennen wir denn das Ding? Jetzt sagt's nicht Mülleimer. Brauchen wir schon einen treffenderen Namen. Also einen vernünftig, halbwegs guten Namen. Schmutz. Schmutz. Dann nennen wir es wenigstens Trash, okay? Dann hört es sich zumindest ein wenig noch so. Trash, glaube ich, ist gut. Ja, Magnetilo war fast besser gewesen, weil das war der Stahltyp gewesen. TR Ash. Ah, okay. So, was hat denn jetzt die Brunzen da drum für Pokémon? Die hat ein Pokefan Isabel, hat ein Emolga, ein Pachirisu und eine Denne. Ich sage, was ist das? Ist ein Easygoing für Moabel. Das ist Easygoing für Moabel. Ich habe halt generell das Gefühl, dass Moabel in der nächsten Arena ein absoluter King wird. Weil Bodentyp. Einfach weil Bodentyp. So, das ist leider kein optionaler Trainer. Müssen wir mitnehmen. Mozart, Kabinere, du bist jetzt auch daheim. Schön, dass du gut heimgekommen bist. Wieder fit? Oh, bei mir hat's eh nicht. Bei mir hat's eh nicht. Nix gefällt. Bei dir? Ein bisschen Kopfweh oder geht's? Oh Gott, das ist so Doppelteam. Möchtest du verarschen? Fick dich mit deinem Doppelteam. Alter, das lebt sogar noch. Ah ja, okay, ja, na, passt doch. Perfekt. Hallo, der Moment, wenn du Doppelteam machst, aber Steinwurf mit 95 Accuracy trotzdem 2 trifft.
Pachirisu, okay. Gut, dass wir auch Bodenattacken haben. Zwar leider immer noch keine körperliche, aber besser als nichts. Die haben echt alle Bären. Die haben echt alle Bären. Aber wenn das Ding jetzt so 8 Mal Ausdauer spammt, dann flippt er aus. Ja, das gehört da gar nicht anders. Elektro-Orchkatzel. Ja, das darf man nur leider nicht fangen. Das darf man nur leider nicht fangen. Oh, Nassschweif, perfekt. Endlich ein körperlicher Wasserangriff. Endlich ein körperlicher Wasserangriff. So, das ist ungefähr das größte Recycling-Pokémon von einem Pikachu, was man sich vorstellen kann. Django, dir ist falsch schon klar, dass du dir mit keine Elektroattacken nicht einsetzen kannst, oder? Das hast du schon verstanden. Fragt für einen Freund, ich sag das nur vorsichtshalber, aber Elektro auf Boden ist nichts gut. Machen Abflug. Alter, die bringen verdammt viel Erfahrung, die Viecher. So, das Rätselhaus da, das werden wir auch machen, aber nicht heute. Ich möchte jetzt schauen, dass wir noch in den nächsten Stock kommen, dass wir da die Encounter zusammen. Wir haben halt jetzt auf alle Fälle relativ bald... Moment, da müssen es andere Routen. Nein, ist nur die gleiche, okay. So, ein Topschutz sei da. Lieber mal voll heilen, damit ja nichts passiert. So, was hat der Teenager-Idiot da jetzt? Jetzt passt so wacht. Youngster Timmy, Pokémon Trainer Brandon, ja, der kommt jetzt dann. Das seht ihr schon. Ich hab keine Ahnung, was ein Minccino ist. Aber gut, das macht jetzt nichts. Hey du, wobei der ist optional, den können wir skippen. Brauchen wir gar nicht mehr. Okay, dann haben wir jetzt einen Rivalenkampf, Freunde der Sonne. Okay, die hat auf alle Fälle ein Schwalbos, ein Ponita, ein Walmer und halt... warte mal, Schmarrn. Ja doch. Und, ein Reptile. Die liegt mit Schwalbos. Das heißt, es war nicht schlecht, wenn man auf alle... Da war eigentlich Bruni eh schon richtig gut erlegt. Okay, die eigentliche Frage ist jetzt, machen wir mal eine Umfrage. Da haben wir heute noch gar nicht gehabt. Da machen wir jetzt tatsächlich an. Das darf ich jetzt direkt anbieten. Dabei meine Mods einmal komplette Shoutout-Welle im Chat machen. Checkt die Leute einfach einmal aus. Gerne ein Following da lassen, mal vorbeischauen. Sind absolut zauberhaft die Leute. Bitte, Dankeschön. So, wir machen jetzt eine Vorhersage. Da könnt ihr wieder in die Kanalpunkte reinpulvern. Und zwar machen wir mir wieder mal eine Deathless-Frage. Deathless Maike. Auf jeden oder auf keinen. Ich sag's nochmal dazu, Deathless bedeutet, dass ich kein einziges Pokémon verliere gegen sie. 2 Minuten habt ihr Zeit. Viel Spaß beim Voten. Dürft ihr gerne eure Punkte investieren. So. Braucht's überhaupt nicht zögerlich sein. Also Miley wird jetzt... Moment einmal, was hatten die... Da kann man eigentlich Broly nur ein Level aufschrauben, tatsächlich, weil 25 und so. Dann passt es eigentlich. Ich glaube, du hast alle erwischt, die mit dem... Alter, die... ihr seid aber miese Petrig unterwegs. Schauen wir einfach einmal ein paar, dass ich nicht Deathless gegen Mike schaffe.
Fuck, ich würde eigentlich nochmal Level up. Okay. Ist egal. Wir haben ja eh fast schon in der neuen Stunde, also allzu viel kann uns jetzt eigentlich nicht mehr passieren. Also überleveln werden wir wahrscheinlich nicht. Also ich weiß nur, bei der allerersten Umfrage, die wo wir beim ersten Stream-Mod hat, da hat einfach einmal der Mr. Day Zero hat einfach mal fucking 6.000 oder 8.000 Channel Points in den ersten Arena-Leiter investiert, weil man sagt, ja, Deathless, easy, haut schon hin. Er hat halt ein wahnsinniges Klick gehabt, hat halt aber dann auch natürlich wahnsinnig abgesandt. Ja? Bis ich ihm dann erklärt habe, was Deathless eigentlich heißt. Weil das haben, glaube ich, die meisten gemeint, Deathless heißt praktisch, geht die Nuzlocke dann noch weiter oder besiegt mich der jetzt einfach. Weil das andere war nämlich ein Wipe. Aber das wird man jetzt mit denen nicht. So. Also, ich habe jetzt zum Schluss ausgenommen gesehen, die mehreren beliefen in mich. Natürlich werde ich stets mein Bestes tun, damit wir mir da nicht ein Pokémon verlieren, aber wenn es halt nicht anders hilft, dann kann ich es nicht ändern. Ja, da dürft es mir dann nicht besser. Ich mache es halt auf keinen Fall mit Absicht. Ich darf mir ja selber ins eigene Knie schießen, wenn ich mir meine eigenen Pokémon ins Fleiß wegwirf. Ja. Jetzt gehen wir noch fleißig Bären her. Ein bisschen auf der sicheren Seitenhand. Aber das glaube ich haut er hier so. So. Dann gehen wir mit Maika, was? Bemühe, ich glaube an die. Danke, Marshall. Ja, einfach, dass kein Pokémon drauf geht, oder? Genau. Dass kein Pokémon jetzt drauf geht. Das ist Deathless. Bazi benutzt 6-mal Explosion. Ja, dann geht erstens ein Pokémon drauf und zweitens kalt Nuzlocke von vorne ab. Ich tue jetzt lieber mal Sicherheit speichern, ja? Aber mein Kehrt ist gut. Haben wir zwar heute keinen Arena-Leiter, aber immerhin einen Rivalenkampf. Ja, ist fast das gleiche. Die hat zwar nur 4 Pokémon, aber das glaube ich wird eher auch nicht ganz so unanstrengend. Schwalbus, okay. Gut, wir haben halt 4 Level drüber, das ist an und für sich schon mal gar nicht so verkehrt. Der Energiefokus erhöht die Crit-Chance, das ist gar nicht einmal so schön für mich. Aber der Schaden ist schon mal beachtlich. Muss ich jetzt pass auf, wie viel Genauigkeit hat denn eigentlich Nassschweif in dem Spiel? Oh, das hat ja auch noch 90. Ah, ja, lol, blöd. Das hat auch 90. Okay, bleibt sehr so kupfgefegelt, wie ich das jetzt mache. Dann gehe ich jetzt Step Move. Oh Gott, das hat auch kaputt gegeben. Moabel, kannst du treten eventuell? Danke. Nice. Ja, easy. So, jetzt kommt sowieso definitiv Reptile. War sowas von klar. Das war sowas von klar, dass der Reptile kommt. So, das ist auf jeden Fall irgendein Pflanzenangriff. Also das heißt, Broly und Nemo als Switch-In sind sowieso definitiv raus. Marshall kann ich nicht gehen, weil das Ding ja mit Sicherheit einen Unlichtangriff hat. Die sichersten 2 Switch-Ins, wo ich jetzt eigentlich habe, ist Mothman oder Eklinde. Also aka Kokowai oder Blutzuck. Jetzt ist nur die Frage... Ich glaube, dass ich am besten mit Mothman fahre, mit Käferbiss tatsächlich, weil ich bin mit Kokowai teils Psycho, sprich Unlichtangriffe sind für mich auch nicht so unbedingt bezaubernd. Und da kommt safe, da kommt definitiv ein Pflanzenangriff, das kann nicht anders sein, aber meine Augen ist eigentlich der sicherste Switch im Blutzug. Ja, das ist definitiv Blutzug. Wir hätten sogar Giftzaun, abgesehen davon, das muss noch mehr Schaden machen. Nein, das haben sie sogar gemacht, macht so viel Schaden. Ja.
Na, nee, komm, ich möchte switchen. Gell, mein Mothman, ist das sicherste Switchen. Pflanzensäulen, okay. Macht mir gar nichts. Es war sogar ein Crit, lol. Nice. Okay, Zitrusbeere. Fuck you. Gehört mir. Da bleibe ich für Käferbiss, warum auch nicht. Okay, die nutzen sogar Heil-Items. Okay, lol. Die Frage ist, wie viel benutzt du? Benutzt du 1 oder 2? 1, okay. Okay, der Aggressive Bread von der ist eigentlich jetzt raus. Ponita, ja gut, okay, das ist jetzt sowieso safe, ein Feuerangriff. Da bin ich mit Nemo auf alle Fälle auf der sicheren Seite, weil mit Moabel outspeeden werde ich nicht. Mit Nemo ist es wahrscheinlicher. Okay, dann outspeede ich jetzt auch nicht mehr mit Goldini, weil Speed erhöht wird. Macht aber nichts. Ich traue mir jetzt sogar fast so, dass das ein One-Hit ist. Oh Gott, das war die Hypnose. Ach du Scheiße, das Viech hat Hypnose. Autsch. Wie viel KP macht das? Das waren 18, right? Ich muss noch der Runde aushebeln. I'm dead to crit. Ich kann es natürlich riskieren, drin zu bleiben. Bei Outspeeden tue ich das Ding jetzt sowieso nicht mehr. Und ich hab also Moabel ist zwar ein solider Switch-In, aber dann bin ich im Endeffekt, ich gewinne nichts dadurch, weil das Viech wieder Hypnose macht. Ich müsste halt eigentlich, also ich habe jetzt im Endeffekt zwei Möglichkeiten. Entweder ich riskiere es, dass ich jetzt gecrittet wird, oder ich switch und schlafe dann wieder. Das andere war natürlich, wenn ich jetzt aufwache und er nicht crittet, dann ist das Ding wahrscheinlich tot. Also Switch hilft mir jetzt im Endeffekt eigentlich nicht wirklich weiter. In der Situation. Weil ich in nix wirklich, also das heißt, ich kann schon in Broly gehen, aber ich gewinne effektiv nichts draus. Die zwei haben sowieso raus. Gegen Ponita. Ich riskier's. Nicht kritten und jetzt aufwachen. Okay, 16 KP. Nice. Nein, jetzt flinch ich. Stampfer flinscht. Das hat 16 KP gemacht, nicht 18. Selbst wenn es an der vorher High Roll war, warten es 18, bleibt 2 KP stehen. Die Frage ist, du gehst jetzt normalerweise für einen Kill, aber dann, das bringt mir wieder nichts. Wasserring hilft mir nichts. Ich generiere durch Wasserring nicht genügend KP. Also im Endeffekt dieselbe Situation. Es kann jetzt natürlich sein, dass er nochmal für Hypnose geht. Was ich aber nicht glaube, bei glaube ich fast ein Kill-Sekt. Mit Wasserring verschwendet ihr einen Zug. Wenn ich jetzt Wasserring drücke, dann generiere ich vielleicht 6 KP und habe aber dann effektiv nur noch 12. Dann denke ich auf keinen Fall mehr an Stampfer. Ah, der Flinch, der tut mir jetzt weh. Der Flinch tut mir jetzt actually richtig weh. Ja, das ist halt jetzt High Risk, High Reward. Entweder er macht Stampfer und ich überleb's. Und entweder ich wird geflincht oder nicht. Wenn er nicht flincht. Eine Kaskade und das Ding ist hier, da bin ich mir fast sicher. Aber das ist dieselbe Situation wieder. Wenn er für Hypnose geht und ich switch, nehmen wir mal ein Pokémon aus dem Spiel. Automatisch. Weil ich nichts anfangen kann damit. Stampfer. Please don't crit. Nice. Okay, easy. Leben am Limit.
Maike. Mocht. Walmer, okay. Jetzt tankt es definitiv nichts mehr. Und jetzt ist eigentlich easy Kokowai, weil Gigasager. Jetzt da ist fühlen, dass du mich nicht paralysierst. Okay, nice. Easy. Deathless Michael, Freunde. Es war zwar sauknapp, aber wir haben es Deathless geschafft. Mr. Billinger, danke für deinen Resub im 5. Monat. Merci dir. Weiterhin willkommen in der Basis. Viel Spaß mit dem Mods, mein Freund. Wie geht's da? Alles fit bei dir? So, Vorhersage auflösen. GZ an alle, die beliebt haben. Gratulation an eure Kanalpunkte. Alter, der Flinch von dem scheiß Pferdl war echt böse. Das hätte unfassbar blöd ausgehen können. Aber gut, RNG gegen RNG. Immerhin ist so fair und heilt uns. Nehmen wir mit. 70k, yay. Oh, der Mr. Wai Ching. Der Mr. Wai Ching ist schon kurz vom Game Request. Twitch, wieder mal. Du bist schon als Fail-Maskottchen auch in unserer Community Billing. Also, Twitch-technisch gesehen, ja, dann kannst du natürlich absolut gar nichts dafür. Aber trotzdem merci. Trotzdem merci fürs Einersagen. So, wir haben ja wieder, Nemo hat die Press F for Respect für Nemo, ja? Der hat unfassbar gute Arbeit geleistet. So. Dann gehen wir weiter. So, Item? Nein, das ist kein Item. Oh fuck, ich wollte den eigentlich skippen. Ach du Scheiße. Ja, hoffentlich zählt mir der jetzt nicht. Okay, nice, oder Tragossa ausliegt, das ist gut. Der oder Tragossa ausliegt, das ist gut, bei uns ist nicht mehr. Billinger ist fit bei dir, wie geht's da? Ich habe so das Gefühl, Eglinda ist richtig stabil. Planas. Oh, das ist ein Unlicht-Pokémon, da müssen wir ein bisschen Obacht geben. Ich hab fucking no Switch. Ah doch, ich hab schon Switch. Mothman. Mothman ist ein guter Switcher. Vierfach effektiv mit Käfer. Ich frag mich jetzt nur, warum er für Naturkraft geht, was einen Pflanzenangriff macht auf Kokowai. Steht die Frage nicht. Macht der keinen Unlicht-Move nicht? Lombrero, ja gut, da kann ich drin bleiben. Da müsste der Käfer auch sehr effektiv sein. Nice, easy. Schlafpuder. Nehmen wir nicht. Ja, du passt schon, auch wenn mich morgen die Berufsschule überhaupt nicht freut. Du kannst gern Spätschicht für mich machen bei 30 Grad, wenn dir das lieber ist. Aber ja, ich fühle deinen Schmerz. Ich fühle deinen Schmerz. Aber das geht ja auch um. So, er da hinten ist ein Psychotrainer, der hat bestimmt welche. Der hat wahrscheinlich Psycho-Pokémon. Das heißt, na, Mothman ist semi-geil, weil Gift-Typ. Mascha drücken. Hä, ja toll. Ja, das passt ja dann schon nicht mehr. Ich hab Berufsschule wohl taugt. Jein. Also mach mir was cool. Vor allem, wenn du bei uns in der Arbeit in irgendeiner Abteilung warst oder in irgendeinem Segment, das wo du absolut nicht gebaut hat, dann war Berufsschule cool. Aber wenn's dann wenn du dann gewusst hast, du hast gewisse Themen in der Schule, dann hat es die ganz schnell auf einmal nicht mehr gebaut. Also ich war eher lieber in der Ausbildungsstätte vor Ort. So. BRM pflücken, Freunde der Sonne.
Ja, vor allem, wenn sie wenn sie von den Lehrern keiner auskennt, ist halt erst recht beschissen. Eine kleine Real-Life-Story aus meinem Berufsleben. Ja. Es kennen sie bei uns auch einige Leute nicht aus, von denen man es eigentlich wo man von ausgeht, dass sie sich auskennen. Ja. Also das wird's überall haben. Auch später, wenn du mal gesehen bist. So. Wir haben in der Stadt, Freunde der Sonne, in der nächsten. Malvenfroh City. Wir haben gut angekommen. Wir haben jetzt noch genau, wenn mir nicht alles täuscht, einen Kanter. Da war ja mal. So, den Burschen, den haben wir ganz am Anfang einmal kennengelernt. Das ist der liebe Heiko, der mag auch hoch hinaus in der Pokémon-Welt. Ist sozusagen unser zweiter Rivale. Der wird aber eigentlich erst Richtung Endgame richtig relevant, sag ich jetzt einmal. So, den treffen wir jetzt genau noch einmal. Und das nächste Mal dann ziemlich spät erst. Ansonsten, ja. Gut, den Route 118 Encounter, den heben wir uns auf. Da kann man theoretisch angeln. Das sparen wir uns aber, weil wir eh schon so viel Wasser-Pokémon drinnen haben. Nehmen wir jetzt nicht mit. Jetzt schauen wir mal, können wir da. Da ist der Markt, das ist gut, den brauchen wir. So. Schauen wir mal, ob es in dem Geschäft auch irgendwas gibt. Der legt 2 Jahre irgendwo im Nirgendwo und 1 Jahr im Drogenzentrum von Hä, was? Ein Zentrum? What the fuck? So, was habt ihr? Bitte, was? Alter, die haben lauter Tier... Oha. Oha. Alter, wie geil, die haben lauter TMs. Und zwar teilweise richtig gute TMs. Boah, Dampfwalze war stabil. Boah, Dampfwalze ist stabil. Das kaufe ich direkt. Dampfwalze extrem stabil. Rudi, dein Geschäft, du meine, hast bald eine gewaltige Erfolgsbeteiligung. Da gebe ich der Brief und Siegel drauf. Da der wir nicht lang miteinander. Scheiß auf Schlammbombe. Jetzt haben wir 2 körperliche Angriffe, das ist gut für uns. Mein herzlichstes Beileid, ich war 2 Jahre in 9 Kirchen und bin dann aber auf Linz. Okay? Ja, Alter, letzte Woche bei mir in der Firma auch. Da fällt ihm am Freitag auf, dass die Winkel von den Messer im Hackwerk mal wirklich nicht los. Was? Also halt das, Entschuldigung. Also die Winkel vom Hackwerk nicht passen. Also die Leute, die sich nicht auskennen, wird man wirklich nicht los. Nein, das wird eine ganz liebgesonnene Person aus meiner Kindheit hat damals einmal gesagt, das ist ein weiser Spruch und der zeigt er wirklich und das hat er in die 80er Jahren gesagt. Und es ist fast 40 Jahre später. Deppen hat schon Oberei gegeben. Das Problem ist, es werden Oberei mehr. Ja? Press F for Respekt für den Gustl Bayer haben wir. Ja? Deines Zeichens Meister Eder und sein Pumuckl. Was das wer nicht weiß. Ja? Und der hat damals vor 40 Jahren schon recht gehabt. Oder von mir aus los 30 Jahre gewesen sein. Ist ja völlig wurscht. Aber der hat sich auskennt. So, da haben wir unseren Encounter, Route 117. Da werden wir jetzt einmal schnell schauen, was wir da holen können. Route 117. Moment. So, da haben wir Route 117. Gibt's im Groß Porenta, wie heißt das Viech auf Deutsch? Farbegal, Volbeat, Illumise, Roselia, Kikugi, Bonsli, meine ist Dingens, Bronzong, Bronzel, dann gibt's ein Pantimimi, ein Tierling und ein Darklet, weiß ich nicht, was das ist. Dexnaff, Sauceback, Horn-Encounter. Okay, die Frage hat sich erübrigt. Brudi, die Frage hat sich erübrigt, was ich mir da hole. Ich hole mir ungefähr das brokenste Pokémon überhaupt.
Brudi, da bin ich voll drin. Da bin ich aber sowas von drin. Da werden wir jetzt so tatsächlich sogar einen Honig-Encounter nehmen. Einen Horden-Encounter. Habe ich ja schon 60 Jahre her. Ja gut, okay, ist auch wurscht. Aber trotzdem recht gut. So. Ich habe jetzt Schiss, dass wenn ich ins Groß gehe, dass mir jetzt selbst countert und das möchte ich jetzt vermeiden. Deswegen, Vorsicht, Brudi, mal Vorsicht, selber Topschutz sein. So. Brudi, ich sag euch, wie es ist. Das Ding fucking OP. Das Ding fucking OP. Und alle, die wo mir's nicht glauben, die werden spätestens feststellen, wenn das Ding einmal voll in Action ist. Vonera absolut barbarmäßig, das Viech. Hinti, grüß dich, hab ich dir. Warum sind das 5? Weil es ein Horden-Encounter ist. Bei einem Horden-Encounter kommen immer 5 vor. Das erhöht quasi also ein bisschen die Shiny-Chance. Du kannst so quasi, das war damals so die Methode, Shiny zu haben. Hab ich zwar nie da, aber... Aber da kommen wir nicht aus. Das ist definitiv Vonera. So gern wie es ist. Weil Vonera wird zu Shanera und Shanera wird zu Hightyra. Und Hightyra ist so dermaßen gottlos tanky, dass ihr es eigentlich nicht mehr vorstellen könnt. Und ich sag's euch, wie es ist, das Ding allein kann uns dazu verhelfen, dass wir in dem Spiel ziemlich weit kommen. Ich hätte nicht gedacht, dass wir mir so früher schon so ein Pokémon kriegen können. Und da das in dem Fall safe ein Vonera-Encounter ist, losen wir das an der Stelle jetzt natürlich nicht nehmen. KP ist God Mode. Genau so nämlich. Wie geht's dir denn? Bei mir ist alles zauberhaft. Wir haben jetzt heute spontan einen kleinen Stream noch gemacht. Bin jetzt noch ungefähr, ja, gute 20 Minuten, 25, halbe Stunde vielleicht noch live. Wo wir entspannt Encounter sammeln, bisschen, ja, bisschen Trade weiter erkunden. Aber sonst passt es. Ich hoffe, bei dir ist alles in Ordnung. Wir waren gestern auf der Gaming-Messe. Ich habe vorher was im Discord gesehen, tatsächlich. Wie war's? Was zauberhaft? Wir haben ja gestern also eine Art kleines Community-Treffen gehabt. So Art. Immer so wie. War cool. Ich weiß auch schon den perfekten Namen für das Ding. Alter, warum ist das Ding so denkbar? Genau. KP sind Kraft- bzw. Gesundheitspunkte. Habt ihr viel Spaß gemacht? Das ist ja wohl das Wichtigste. Das ist ja wohl mit Abstand das Wichtigste. Das Ding ist, man kann erst einen Pokéball werfen, wenn nur noch ein Pokémon da steht. Was hast du denn gekriegt? So, gehen wir noch da drauf. Ach, deswegen ist das so, macht das so wenig. Also, was heißt, deswegen werden sie nicht gewonshottet, weil mein Angriff ja schon down ist. Ein Galapunita Kuscheltier. Oh, nice. Nice. Der Poké-Plüsch war auch mit. Ich habe mal als Kind so einen Pikachu-Plüsch gekriegt. Den habe ich heute noch. Der ist zwar bei meinen Eltern daheim, aber ist noch in meinem Besitz. Also war auch schon uralt. Also das Ding ist fast 30 Jahre alt mittlerweile. Fast. Nicht ganz, aber... Oh, ich sage schon, das Ding müssen wir einschläfern. Das Ding müssen wir einschläfern. Aus dem Pokémon Center aus Japan. Okay, ist das importiert worden dann praktisch von dort, oder wie? Also ich war gestern nur mit, im Nerdladen meines Vertrauens und hab 50 € für Farben und Würfel. Für Würfel hinterlassen, okay? Du hast gestern einen Entang gefunden. Stockanten oder was? So. Einmal gähnen. Damit ja nichts passiert. Na, Entang, hä? Also ein Plüsch noch von früher, oder wie?
Ich hoffe jetzt nur, dass mir die Bälle nicht ausgehen. Schickst du ein Foto in Discord? Oh Gott, was wäre denn das wieder so? Was wäre denn das wieder so? Ah, okay. Ja gut, da hättest du wahrscheinlich auch dumm und dämlich kaufen können auf dem Stand. So, du kleines, süßes, liebes, rundes Ding, du kannst jetzt bitte in den Ball gehen. Ich brauche den nämlich ganz dringend. Ich bin voll heiß. Vergiss es einfach. Dankeschön. Man muss nur wegen schmeicheln können. So, nice. Und das Ding, da brauchen wir überhaupt nicht lange überlegen. Ohne Umschweife. Du bist Big Mom. Nice. Oh, da haben wir Bären, die kriegt man auch, glaub. Ja, Gala Ponita ist tatsächlich bei vielen Weiblein der Community sehr, sehr gut angekommen. Warum wohl? Es ist ein fucking Einhorn. Es ist ein flauschiges, kleines Einhorn. Gut. Hat nicht das Honera und Haitaira auch ein Marschall? Ja, durchaus, aber wir haben ja schon eine sehr zauberhafte Marschall in unserem Team. Und Doppelnamen ist halt nicht so. Ne? Aber ja, haben da auch ein Schleiferl dran. So, jetzt werden wir mal die ganzen Pokémon auschecken, okay? Wir haben ja 3 neue Encounter gekriegt bisher. Wir haben ja jetzt übrigens auch Gyarados für die vorher erst dazugekommen sind. Da haben wir einen Encounter übersehen, überhalb von Metaros City. Da ist uns ein Carpador vorgekommen. Haben wir ein Hochmut Gyarados, ist auch ziemlich stark und hat ein neutrales Wesen. Ja, also Gyarados schon mal sehr, sehr zauberhaft. Das Ding ist auch neu. Was haben wir jetzt da? Ein zaghaftes Wesen. Schauen wir uns einmal an. Es hat auf alle Fälle Wassertempo, das ist ziemlich, ziemlich gut. Weil es ein Regentanz schon hat. Von daher ist auch ein neutrales Wesen. Das haben wir letztes Mal gefangen, das haben wir letztes Mal gefangen, das haben wir letztes Mal gefangen. So. Walmer hat ein... Was hast du für ein Wesen? Wo steht dein Wesen? Wesen wo? Verstehe die Frage nicht. Du hast ein Kühlswesen. Okay, das heißt minus Angriff plus Spezialangriff, oder was? Ja, okay, ist gut, nehmen wir. Schmarrn, minus Angriff plus Verteidigung. Wurscht, das nehmen wir auch, ist auch gut. Wo darf ich ein Foto von Ponita posten in DC? Du hast einen Zockerbauwagen. So, da haben wir Unrat Zytox. Das ist okayisch. Wertehalter verhindert durch Was? Verhindert durch Klebeeffekt Item-Diebstahl. Was ist denn das für Scheiß? Okay, minus Angriff plus Spezialangriff. Okay, nehmen wir, ist jetzt auch nicht unbedingt schlecht. Ja, wie gesagt, das Pokémon wird später sowieso, wenn wir es mal nutzen, eher ein Tank. Und da haben wir... Oh, das hat innere Kraft, heilt bei Austausch Statusprobleme. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Und es scheint ein neutrales Wesen zu sein. Sanft, easy. Nice. Nehmen wir mir auf jeden Fall. Das hat sogar ein Item, nämlich den ovalen Stein. So, jetzt ist nur die Frage, wie entwickelst du die? Wahrscheinlich, indem man da einen ovalen Stein gibt. Ist das im Bereich des Möglichen? Nein, das ist ja gar nicht dabei. Lol. So. Okay, das entwickelt sich also nicht mit ovalen Stein. Okay, dann levelt man jetzt das Ding einfach einmal ein wenig auf. Wenn wir sagen, auf Level 25, damit nichts passiert. Oder muss das Ding vielleicht einen ovalen Stein drum, damit es sich entwickeln kann? Das kann natürlich auch sein.
Ah, mit Zutraulichkeit. Okay, ja, lol. Okay, das ist schnell gegangen mit der Zutraulichkeit. Lol. So, da haben wir Janera. Das ist aber noch nicht die Spitze. Das ist aber jetzt gerade mal die Spitze des Eisbergs, okay? So, jetzt musst du mal den ovalen Stein da gleich hergeben. Ovaler Stein wo? Hä? Wo ist denn der jetzt? Hä? Wo ist denn der ovale Stein jetzt? Bin ich jetzt blind? Okay. Hey, mein ovaler Stein ist weg. Ah, jetzt, die sind, okay, ja, ja. Jetzt haben wir, jetzt wollte ich gerade sagen, hey, mein ovaler Stein ist weg. Dann mit Zutraulichkeit mit Sanftglocke. Muss die Sanftglocke tragen? Normalerweise nicht, oder? Muss die Sanftglocke tragen? Normalerweise nicht, oder? Also bei der Sanftglocke boostet halt Vertraulichkeit, das ist mir schon klar. Zutraulichkeit. Ja, das tun wir jetzt einmal auf 25, das wird dann schon passen. Komprimator, ja, das nehme ich jetzt einfach einmal, weil warum nicht? Selbstheilung bei Vergiftung, Paralyse und Verbrennung, das ist eigentlich komplett für den Arsch. Kanon, ja, okay, immerhin. Man, braucht man nicht reden, das Ding wird halt angriffstechnisch nicht allzu viel reißen, weil es hat halt einen sehr niedrigen Angriff, aber wenn ihr mal jetzt auf Level 24 die fucking KP anschaut, und das wird noch mehr, das sage ich, was ist. Weil wir machen nämlich jetzt Folgendes, jetzt werden wir nämlich noch 2 Pokémon EV trainieren, und zwar ist das einmal eben Janera und einmal, Dingens, Gyarados, damit wir da auf der absolut sicheren Seite haben, und dann weiß ich noch nicht so hundertprozentig, aber dann glaube ich, haben wir vielleicht fast sogar schon durch. Aber da schauen wir jetzt dann einfach. Michi, aber der. So, speichern wir da mal. Damit ja auch nichts passiert. Das war aber noch zu wenig. Dann müssen wir daher. So, dann braucht es Epika Hex. So. Wir haben jetzt da unser Janera. Das hat jetzt aktuell eine Zutraulichkeit von 179. Ich weiß zwar nicht, wie viel Zutraulichkeit das wir brauchen, damit sie sich entwickeln, aber da tue ich natürlich nichts, ja, weil war ja sonst, ne? Und dann brauchen wir jetzt das Stats. Da gibt es nur eine einzige Möglichkeit: volle KP und volle Verteidigung. Da tun wir gar nicht umeinander und den Rest geht 6 in Spezialverteidigung. Dann haben wir da auf alle Fälle schon mal das Ding EV trainiert. Das ist also schon mal ganz gut. Ja? Wenn ich jetzt einmal schaue, jetzt haben wir vorher 154 KP gehabt, glaube ich. Können wir eigentlich nur mal schauen. 160 KP und mit EV-Training haben wir einfach fucking 176. Das ist so absolut insane. Ja gut. Und dann haben wir nur unser Gyarados. Da gibt es eigentlich auch nur eine Möglichkeit. Da gehen wir Full Speed, Full Attack, Rest in KP.
Dann passt es eigentlich soweit. Genau, die anderen passen ja eh an und für sich nur. Also brauchen wir da eigentlich nicht weiterhin viel da. Exportieren wir wieder. Okay. Schiebe das da wieder rein. Mal schnell den Emulator neu starten. Wo haben wir denn da? So. Darfst du die Figur für 500 hergeben, hätte ich vorher eh angerufen. Da ich nur wegen warten an deiner Stelle. Ich schaue im Discord, muss ich direkt mal schauen. Freunde, apropos Discord. Und zwar, wir haben ja eine Umfrage gemacht. Ah, das schaut geil. Das schaut ein Size-End. Ja, lol. Genau, wir haben ja einen Discord, eine Umfrage gehabt. Was wir als nächstes für ein Hauptprojekt spielen. Und es ist tatsächlich, es geht in den Match-Tiebreak. Ja, es ist unentschieden zwischen God of War 4 und Resident Evil 8. Das heißt, wir werden jetzt nach dem Stream den Namen einen Ping machen. Das ist dann heute schon der 3. Ping, weil haben wir ja noch nicht genug gehabt. Und es kommt noch ein 4., weil die Stream-Ankündigung ja auch noch schreiben soll. Wir werden einen Match-Tiebreak machen müssen. Da müsst ihr jetzt dann bitte nochmal voten. Für alle, die da jetzt neu dabei sind, kommt bitte auf meinen Discord-Server. Dann könnt ihr aktiv da mitbestimmen. Der Link ist im Chat. Dann werden wir nochmal abstimmen zwischen God of War und Resident Evil 8. Und je nachdem, für was euch hier entscheidet, wird dann ab nächster Woche gespielt. Ja? Gut. Haben wir das also auch. Jetzt schauen wir mal, ob das alles so vonstatten gegangen ist, wie ich mir das vorstelle. Mit das. Irgendwie hat sich da nichts verändert, aber okay, das muss man dann nochmal anschauen. Irgendwas hat es da durcheinander beidelt, aber das passt ja schon, das macht jetzt nichts. Genau, so. Da oben haben wir, glaube ich, nur einen Zertrümmerer-Encounter, bringt uns nichts, und der auf der rechten Seite auf Route 118, den sparen wir uns noch auf. Ja? Das heißt, beim nächsten Part, oder beim nächsten Mal, nächste Woche, wenn wir da weiterspielen, wird es tatsächlich wieder intensiver. Aber heute nicht mehr. Ja, heute gelangt's. Ja? Wir hatten jetzt ist 4:02, jetzt haben wir gute 2 Stunden live gewesen. Ja, ich war ohnehin ein spontanes drin. War ja eigentlich auch gar nicht geplant. Also. Aber beim nächsten Mal wird es wieder intensiver. Nächstes Mal werden wir einen Walter machen, das ist der 3. Arena-Leiter. Bei dem bin ich jetzt tatsächlich noch sehr zuversichtlich. Ist nur die Frage, wie lange dass ich noch zuversichtlich bin. Wir haben jetzt tatsächlich sehr, sehr, sehr gute Encounter, durch das, dass wir natürlich auch die Möglichkeit haben, die TMs zu kaufen. Ja. Glaube, dass wir gegen Walter gegen die Elektro-Arena ganz gute Chancen haben. Tatsächlich, ja. Aber da schauen wir dann, wenn es soweit ist. Immerhin haben wir heute einen Rivalenkampf gehabt. Das war immerhin ein bisschen was, da war es auch fast eng geworden, hätte ich schon fast gesagt. Naja, eng ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Eng war es jetzt nicht, aber das mit dem Goldini, na, war schon happig. Da meine ich, diejenigen, die für Deathless gestimmt haben, die haben, glaube ich, kurzerhand ein bisschen schwitzert worden. Ja? Was ich verstehe kann. Jut's ja nicht der Garados beim Walter, das ist ja nicht der Plan. Was wir dann genau für ein Team nehmen, müssen wir uns dann anschauen, wenn wir uns wirklich kurz davor haben, ihm auf die Nosen zum hauen oder vor ihm auf die Nosen zum kriegen. Aber das kriegen wir auf alle Fälle irgendwie hin. Also, hier ein Walter, wir haben ein Moorabel, was komplett immun gegen Elektroattacken ist. Wir haben 2 Pflanzen-Pokémon oder ein Pflanzen-Pokémon, was immun gegen Elektroattacken ist. Wir haben ja nicht so schlecht aufgestellt gegen den. Also das so können wir haben dann bis dahin vielleicht ein fucking Hytira, was dann ungefähr überhaupt nichts mehr an Schaden frisst gegen den wo wir auch Dampfwalze lernen können. Also ich bin was den Walter angeht, tatsächlich jetzt noch relativ zuversichtlich. Kann natürlich auch ganz gewaltig schnell ganz nach hinten losgehen. Ja? Also ich war jetzt zum Beispiel gegen Camillo, war ja nicht zuversichtlich. Haben aber den relativ gut geschafft und jetzt ist halt so ein bisschen die überhebliche Vorsicht. Ja? Dass ich jetzt sage, ja, das wird schon werden und dann wird wahrscheinlich der auch gerade der schlimme Fohle, den wir bisher gut haben. Aber gut.
Genau, also folgendes. Nochmal, kommt bitte auf meinen Discord-Server, wer denn noch nicht drauf ist. Wir machen jetzt da gleich nochmal eine finale Abstimmung, was nächste Woche so ansteht. Also wir werden nächste Woche wahrscheinlich am Mittwoch streamen. Das machen wir dann jetzt im Laufe des Nachmittags noch Gedanken, wahrscheinlich Mittwoch. Da spielen wir dann wahrscheinlich, weiß ich jetzt noch nicht, aber wahrscheinlich mit der Nuzlocke weiter. Und nächste Woche haben wir dann, je nachdem für was ihr entscheidet, dann ein neues Stream-Projekt. Entweder Resident Evil 8 oder God of War 4. Das liegt aber in eurer Hand. Ja? Genau. Das wird dann wahrscheinlich, da wird es entweder Mittwoch, ich muss schauen, dass ich nächste Woche überhaupt zweimal live gehen kann. Also Mittwoch auf jeden Fall. Also das ist, glaube ich, so ziemlich safe. Und dann muss ich schauen, entweder Donnerstag oder vielleicht am Samstag. Ich weiß es nicht, ich kann es nicht. Wahrscheinlich eher sogar Samstag, weil Samstag fällt mir gerade ein, habe ich tatsächlich sturmfreie Bude. Ja, da wird es wahrscheinlich eher so werden, dass wir quasi Mittwoch und Samstag streamen. Schauen wir mal. Vielleicht Samstag früh shoppen. Irgendwie sowas. Schauen wir einfach. Genau. So, dann sage ich merci fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch ein wenig Spaß gemacht. Haben wir wieder technische Probleme gehabt, ganz am Anfang. Warum ich das momentan ein bisschen verfolgt, weiß ich nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich werde mir jetzt ins Freibad schleichen. Dann steht Start. Weil Hors und so. Samstag Frühschoppen spinnst du? Nö. Ich weiß noch nicht sicher. Also es kann sein, dass Samstag ein Frühschoppen wird. Ja, vielleicht streamen wir erst Samstag ab noch. Ich weiß es wie gesagt noch nicht. Das kann so und so laufen. Da machen wir jetzt im Laufe des Nachmittags dann in Ruhe Gedanken. Aber normalerweise bringen wir es zusammen, dass ich zweimal live gehe. Aber wie gesagt, Discord und so wird es natürlich auf dem Laufenden gehalten. Genau. Jetzt schauen wir mal, wer ist denn online? Sehe ich jetzt gerade tatsächlich keinen, der online ist. Jetzt pass auf, Moment einmal nicht, dass mir mein Twitch wieder trollt. Das ist nämlich auch schon ein paar Mal gewesen. Aber ja, ich habe tatsächlich keinen Leid. Raid-Vorschläge. Habt ihr jemanden, wo man raiden kann? Irgendeinen flauschigen, kleiner Streamer, so in meiner Größe vielleicht. Vielleicht darf er kleiner sein. Er sollte, wenn möglich, nicht unnötig groß sein. Weil das hat da nichts davon und ich nichts davon. Also wenn ihr irgendwen habt, der live ist, dann dürft ihr mir da jetzt gerne Vorschläge schreiben. Genau. Und ich bin jetzt dann gespannt, was wir hier jetzt als nächstes streamtechnisch spielen. Also, mir war klar, dass diese sehr enge Geschichte zwischen Resident Evil und God of War wird, aber es steht fucking unentschieden. Du wisst jetzt wen. Marshall, gerne her damit. Wen können wir denn einen Gefallen tun? Wenn was von der Marshall kommt, kann grundsätzlich nichts verkehrt mit sein, okay? Nur die und eine mit 110 Zuschauern. Ja, die mit 110 kannst du sparen, das bringt uns nichts. Der hat gerade 40 Zuschauer, aber Dialekt und Outdoor. Her damit, nehmen wir. Dialekt ist schon mal richtig gut. Und 40, ja, bevor wir gar keinen haben, dann nehmen wir den. Ja, das ist überhaupt kein Stress nicht. Das passt schon. Genau, der Mr. Price ist aufmerksam, da habt ihr einen Raid-Command, der ist einmal für Subs und für Non-Subs, gern kopieren und dann beim Out Danny einfügen. Ja, ich kenne den Typen nicht, aber wenn Marshall den vorschlägt, dann muss er was auf dem Kasten haben. Ja? Dann wird man den jetzt einmal raiden und er spricht im Dialekt, also mehr Mundart ist ja mehr gut bekanntermaßen, für das stehe ich für meinen Namen, oder für das steht mein Name. Aber warte, okay, ich warte noch mal. Danny ist fein, der Mozart kennt den scheinbar, okay. Glaubt, der geht gerade offline. Blöd. Das ist blöd. Okay, wir gehen vielleicht doch nicht zum Danny. So, warum geht jetzt eigentlich meine Musik schon wieder nicht? Was ist denn da schon wieder kaputt? Ah, jetzt. Oh, die gute Naruto-Musik. Sehr gut. Der hat schon wieder kein Netz. Okay, nächster Vorschlag. Haben wir auch schon mal gehabt, dass man raiden und der geht dann offline. Ja, das habe ich auch schon zusammengebracht. Da ich gerade auf Raid direkt zack, bumm, Person offline. Ich so, ja, merci für nix. Nein, der hat mir gerade mit einem Disconnect, kommt aber sicher gleich wieder. Ja gut, dann ratschen wir halt noch schnell 3-4 Minuten, bis dass wir da sicher wissen, was bei dem Phase ist. Ja? Was richtet denn ihr aus? Was macht ihr bei dem schöner wieder? Also ich gehe jetzt mal davon aus, dass bei unseren Lieblingsnachbarn genauso schön ist wie bei uns in Bayern. Ja? Also bei uns ist es wieder zauberhaft. Keine Wolke am Himmel, angenehme 26 Grad. Das perfekte Wetter zum Planschen eigentlich. Es ist so heiß. Marshall. Freibad. Oder See wahlweise, geht genauso. Du hast heute Wohnungsputztag. Du suchst aber auch wirklich mit Abstand das schöne Wetter zum Putzen aus, oder? Kannst du das nicht machen, wenn es regnet oder so? Oder wenn es schneit? Gut, wenn es schneit, dann müssen wir jetzt noch ein wenig warten, aber... Da der Auto unterwegs ist, mitten in die Berge, dann bricht die Verbindung schon mal gern ab. Ja, macht Sinn auf alle Fälle. War komisch, wenn der 5G nicht auf dem Berg hat.
Du gehst jetzt zum Konzert. Aue, da muss ich wieder Audio mixen. Da muss ich wieder Audio mixen, da müsste man sagen. Kannst du deinen Wohnungsputz nicht auf übermorgen verschieben, weil da soll nämlich das Wetter wieder kreislicher werden. Weißt du? Das war so eine Win-Win-Situation. Du kannst beim Schöner wieder was tun und die Wohnung putzt sich zwar nicht von selber, aber ne? Es ist eine Win-Situation. Sagen wir es einfach so. Nur als Besucher. Oh, okay. Jetzt bist du schon fast fertig. Ja gut, dann kannst du jetzt auch durchziehen. Aber dann hast du ja immerhin noch, hättest du ja theoretisch immer nur Zeit, dass noch irgendwie unternehmen musst. So spät ist ja noch, ist ja erst viel über 2. Ich mein, wir gehen jetzt auch erst um 3 oder so, aber wir bleiben halt dann auch bis um 6 dort. So. Ich meine, zu lange in der Sonne bruten mag ich jetzt auch nicht. So gern glaube ich, es ist. Habe ich früher, wenn ich jung und dumm war, ist das gegangen, aber mittlerweile, wenn du halt doch schon mal ein wenig mehr Hirn hast und ein bisschen älter bist, dann gelangen da 3 Stunden in der Sonne. Ja? Du bist einfach am Arsch dann. Ja? Also, vor allem meine Haut. Obwohl ich eigentlich jetzt eine gute Bräune abgenommen habe. Also so schnell Sonnenbrand kriegen werde ich jetzt nicht mehr, aber es reicht einfach. Ja, sagen wir es so. Man wird ja, also die meisten Menschen werden mit dem Alter gescheiter. Die reicht 10 Minuten in der Sonne und dann rot wie Krebs. Ich gehe am Biken im Leder, wie ich nicht braun. Ja, da wirst du nicht braun. Biken kann ich nicht mehr, tue ich nicht mehr, weil ich gebe mein Bike her. Also, falls wer Interesse an einem Motorradl hat, PN an mich. Ja? Ich verkaufe ein zauberhaftes Motorrad. Top-Zustand. Sellout. Na, Schmarrn, vergesst es. Ich mag jetzt da nicht Werbung für sowas machen. Warum? Weil ich keine Zeit mehr habe und einfach absolut nicht mehr dazukomme und es schade ist für das Bike. Deswegen. War eh nicht ganz so einfach die Entscheidung zum Treffen, aber so wieder mit Abstand die besser. Wieso gibst du das Ding her? Habe ich gerade gesagt. Weil keine Zeit und irgendwie auch das Interesse nicht mehr habe so. Hätte ich zwar vor 2 Jahren auch selber niemals gedacht, also für mich war das immer absolut undenkbar, dass ich mein Motorrad verkaufe, aber es gibt da so einen Film, da heißt Zeiten ändern sich, oder Zeiten ändern dich. Und mein Lebensumstand, das hat sich alles ein bisschen geändert mit der Wohnung und natürlich auch mit der Freundin, da ändert sich einfach viel. Nächstes Jahr wird es wahrscheinlich, Stand jetzt, wird es einen Umbau bei meinen Eltern daheim, da wo ich dann mehr oder weniger in meine eigene Wohnung dann ziehe, sozusagen. Das heißt praktisch, nächstes Jahr ist da sowieso wieder nichts mitfahren, weil ich dann einfach erst recht keine Zeit nicht habe. Da wird es dann mit dem Streamer dann nächstes Jahr, das weiß ich noch nicht. Also, ich höre nicht auf, um Gottes Willen. Ich werde auch hin und wieder natürlich live gehen, aber es ändern sich halt einfach manche Sachen, weißt du? Und das Bike passt nicht mehr in mein Leben so. Weil ich denke mir halt so, jetzt gebe ich es her und wenn ich dann wieder Bock habe, kauft ist gleich wieder eine. Es gibt so viele Motorradl auf der Welt. Wenn ich dann wieder Bock habe, ein Motorrad, wenn ich dann wieder zum Fahren Bock habe, dann kaufen wir wieder eine. Punkt aus Ende. Da tue ich auch nicht lange dran. Purple Dragon, habe die Ehre, grüß dich. Alles fit bei dir, schön, dass du einer schaust. Also von daher, und vor allem, natürlich ist es auch so, ich möchte mir jetzt dann demnächst Zeit noch ein anderes Auto kaufen. Und da spielt halt das natürlich ein bisschen mit in die ganze, in die Misere da. Ja? Alles bestens und selber. Sehr schön, das hätte man gern. Bei mir passt soweit aus. Kommt leider zum Ende des Streams. Wir warten jetzt eigentlich gerade noch, was mit dem Mr. Wie der heißt, mit dem Danny los ist, ob der schon wieder auf Empfang ist, damit wir einen raiden können. Ja? Weil so ganz ohne Mogang geht es natürlich auch nicht in den Sonntag schicken. Ja? Aber so passt alles. So ist alles in Ordnung. Genau. Haben wir halt ein bisschen Rising Ruby weitergezockt. Haben wir ein paar Encounter gesagt. Heute ist eigentlich nicht wirklich viel passiert. Wir haben eigentlich nur einen Rivalenkampf gemacht. Nur, in Anführungszeichen. Das war eigentlich das Spannendste heute, aber sonst ist eigentlich nicht viel passiert. Wie gesagt, wir haben ein paar Encounter haben wir gesammelt, ein paar Pokémon weiter aufgelevelt. Ist nicht viel los gewesen. Nächstes Mal wird es wieder intensiver. Deutlich intensiver sogar. Marshall hat nicht brilliert. Halt, was ist denn brilliert? Brilliert? Genau, ja genau. Der freundliche Reminder meinerseits, Mrs. Marshall. Denken Sie daran, dass Sie einen Watt freischalten, ja, damit Sie das Mai-Wenigkeit dann einmal bei Zeit anschauen kann. Ja. Bei Zeiten meine ich heute auf Nacht, wenn ich im Bett liege. Ich bin auch wirklich so ein Schafkopf, oder? Ich selber sag, ich kann es selber nicht spielen, weil er mir so dermaßen in die Hosen knädeln hat, dass es nicht mehr schön ist. Und dann sage ich, ja, wir schauen wir es auf Nacht im Bett an, weil es gibt da nichts Besseres, oder? Geglänzt heraus. Ach so. Ja, aber dafür brilliert deine Wohnung. Naja.
Für selber kein Thema. Ich hab mir schon gedacht, dass das untergeht, aber das muss ich mir anschauen. Ich möchte sehen, wie du das gespielt hast. Vielleicht spiele ich es ja irgendwann, vielleicht im Oktober. Ja? Vielleicht im Oktober, vielleicht lassen wir mir dazu aber mal das eine oder andere krassere Horrorspiel zum Spielen. Ja? Ich meine, ich bin zwar eh schon fix und fertig, wenn ich Resident Evil spielen muss. Aber vielleicht, eventuell, das muss aber von mir auskommen, ja. Ich hab mir jetzt letztens wieder einen Part von A Dead of Night angeschaut. Das ist genau derselbe Psycho-Scheiß. Da passiert ja eigentlich an und für sich nicht viel, aber einfach, wenn du weißt, dass der Vollmongo da irgendwo ums Eck steht und dir seinen Baseballschläger umhaut. Aber gut. Mr. Pizza, was ist dein Lieblings-Pokémon? Oh, das ist eine gute Frage. Ich glaube, ich hab so an und für sich kein wirkliches Lieblings-Pokémon nicht. Ich kann das jetzt fast nicht beantworten, aber ich darf jetzt eigentlich schon fast sagen, es ist eng. Es ist ziemlich eng zwischen drei Kandidaten. Das ist einmal Glurak, das ist einmal Rayquaza und einmal Dingens. Sagt man's, Tornupto. Ich kann das nicht sagen. Es ist, ich hab so an und für sich kein Lieblings-Pokémon. Ich finde irgendwie alle auf eine Art und Weise irgendwie berechtigt. Ich bin halt Kind der ersten Stunde von Pokémon, also ich bin damit aufgewachsen. Ich kann da leider jetzt nicht wirklich eine treffende Aussage geben. Ja, also, es gibt Pokémon, die finde ich geil. Da hat einige in der Liste und dann gibt es wieder Orte, wo man denkt, das ist ein Komplettunfall. Ja? Aber ich kann da leider deine Frage nicht hundertprozentig beantworten. Aber um so ein wenig allein zum Grenzen, Tornupto, Rayquaza, Glurak, Turtok, irgendwie sowas in die Richtung, da bist du schon gut dabei. Wie jetzt Resident Evil. Stand 12 Uhr war es ein Tiebreak, da war es unentschieden gestanden zwischen God of War und Resident Evil. Und das ist ja jetzt immer noch so. Abgesehen davon sind die Stimmen jetzt sowieso nicht mehr, die wo nachträglich reinkommen, weil es schon halb 3 ist. Wir werden jetzt dann nochmal eine Umfrage machen, jetzt gleich dann. Da könnt ihr dann nochmal abstimmen zwischen God of War und Resident Evil und was dann die mehreren Stimmen hat, das wird dann tatsächlich auch gespielt ab nächster Woche. Aber mir war das einfach vorher klar, dass das sehr eng zwischen God of War und Resident Evil wird. Ich bin eher brutal überrascht, dass Mortal Kombat 5 Stimmen gekriegt hat. Das habe ich einfach nur so in den letzten Atemzug, den man, wirf's eine, da müsst ihr ein wenig eine Variation hast, aber dass das fucking 5 Stimmen kriegt, hätte ich nicht gedacht, muss ich ganz ehrlich sagen, weil eigentlich die meisten mit Mortal Kombat nichts anfangen können. Es hat auch eine Story, ist halt aber ein komplett anderes Spielgenre. Das ist halt ein Beat'em Up, wie kann man Mortal Kombat definieren, die wo das nicht kennen? Es ist einfach absolut übertrieben, schonungslos brutal. Das ist, also wirklich, da gibt's eigentlich. Ich hätte eigentlich gemeint, früher God of War ist brutal, aber Mortal Kombat, das ist ein ganz anderes Level. Welches Resi? Als 8. Resident Evil Village. Weil das soll ja jetzt im November, glaube ich, Oktober oder November soll ja da das DLC kommen. Und wir haben letztes Jahr Resident Evil Sim gespielt. Oder war das sogar schon heuer? Das weiß ich jetzt gar nicht hundertprozentig sagen. Aber auf alle Fälle haben wir Resi Sim gespielt. Da waren aber auch einige von Ihnen noch gar nicht da. Muss auch nicht, kein Vorwurf nicht, um Gottes Willen, ich sag's nur. Und dann haben wir gedacht, dann 8. Ja, den müssen wir auch fast irgendwo noch spielen. Den habe ich zwar schon gesehen. Also ich habe das komplette Spiel schon mal bei einem anderen Streamer geschaut. Es ist jetzt nicht hundertprozentig blind, aber ich weiß halt viel auch nicht mehr. Ja? Also ich weiß jetzt nicht, an welcher Eck was für ein Gegner steht. Ich weiß halt noch ungefähr, was die Bossgegner haben, weil das fällt da halt auch vor mir einfach ein, wenn du das wieder sagst. Aber rein, ich wollte es einfach selber auch mal gespielt haben. Also von daher, schauen wir mal. Es wird bestimmt wieder zum Anschauen scheißen. Ich werde dann auf meinem Angstschweiß da ausschwimmen. Wahrscheinlich, irgendwann. Schauen wir mal, wenn es wird. Es ist halt jetzt natürlich so, wenn es jetzt halt God of War wird, dann könnt ihr aber davon hundertprozentig sicher sein, dass wir ziemlich zeitnah hinterher Resident Evil spielen, weil das sind zwei Spiele, die dann scheinbar die Community sagen möchte. Dann lassen wir es halt ja nicht nehmen, dass ich sage, okay, ja, jetzt möchte ich God of War und Resi sagen, spielen wir eins und das andere schiebe ich dann, was weiß ich, 3, 4, 5, 6 Monate auf. Das war ja auch krass. Also im Endeffekt, unterm Strich bleibt es sich wahrscheinlich im Endeffekt wurscht, was wird, weil es beide Zeiten noch gespielt werden dann. Aber es ist einfach nur darum gegangen, dass ich mal sage, auf was habt ihr grundsätzlich Bock? Obwohl die Frage hätte man eigentlich vorher gelassen. Also, dass God of War und Resi 8 eigentlich da ziemlich deutlich davon ziehen. Aber ist ja auch okay. Noch so ein Game, was ich nie beendet habe. Ist ein guter Anreiz, dann zuzuschauen. Freust dich drauf? Ja, ich mir auch.
Wie gesagt, mir ist grundsätzlich wurscht, was wird, weil ich habe die Spiele, die wo zur Auswahl gestanden haben, habe ich sowieso auf alle Bock. Und von daher ist für mich eigentlich Kopf gesprungen, was das dann letztendlich wird, weil, wie gesagt, da ist jetzt kein Spiel nicht dabei, wo ich sage, das hat mir jetzt eigentlich nicht so gefreut, weil dann spiele ich es gar nicht erst. Oder dann stelle ich es erst nicht zur Auswahl. So. Aber das ist ja nur ein Bruchteil der Liste, also das, was im Discord steht in der Umfrage, ist ja nur ein Bruchteil der Liste, wo sie spielen will. Die Listen ist ja jetzt gefühlt, auf meinem Handy ist die so lang. Ja? Und da kommen etliche Spiele im Laufe der Zeit immer wieder dazu. Also ich müsste halt eigentlich Vollzeit streamen, 24 Stunden am Tag, um die ganzen Spiele abzuarbeiten. Bin mir sowieso nicht einmal sicher, ob ich das überhaupt in dem Jahr überhaupt alles unterbringe. Wahrscheinlich gar nicht. Es ist jetzt fucking Juli. Und ich glaube, ich habe jetzt 5 oder 6 Spiele fertig gespielt in dem Jahr. Ungefähr so. Wie groß ist bitte dein Handy? Ja, übertrieben gesagt. Von der Zeilenanzahl her ist das so. Ne? Da ich nicht so ein Schinken von Handy habe, ist er hoffentlich auch klar. So, ich muss jetzt aber leider schon wieder. Mr. Mod sagt viel Spaß auf dem Konzert. Lass dich nicht ärgern. Okay? Und merci fürs Zuschauen. Wir hören uns wieder. Wenn es da nicht so Sachen haben wie Arbeit gegeben hat. Ja, und Geld. Das ist das. iPhone 50. Pro Max. So, Leute, wie schaut es jetzt aus? Was haben wir? Wie schaut es denn bei dem Danny aus? Oder haben wir noch irgendeinen anderen? Gibt es noch irgendwie eine Möglichkeit, wie man sonst noch reden kann? Ich weise jetzt einfach trotzdem nochmal auf meinen Discord-Server hin. Ja? Für den Fall, dass jetzt da nochmal wer dazugekommen ist, hier, wo da noch nicht drauf ist, das könnt ihr an der Umfrage dann natürlich selbstverständlich auch teilnehmen. Ja? So ist es ja nicht. Und natürlich auch schreiben, ist ja logisch. Weil ja gelocht, wenn nicht. Genau. Also wenn es nach mir gang, da die mich gern mit Zocken selbstständig machen, aber wenn halt der finanzielle Aspekt nicht war. Das ist halt leider, das ist halt immer so, man plant irgendetwas, aber das Geld macht einem halt Strich durch die Rechnung, weil halt das einfach nicht da ist. Ja? Das ist halt dann doof. Aber gut. Ah ja, sehr gut. Die Mrs. Purple Dragon ist den Ruf der Bazi-Gang gefolgt. Willkommen auf dem Discord-Server. Schön, dass du bist. So. Jetzt schau ich mal, vielleicht ist irgendwer... Marshall, wie schaut's bei dem Danny aus? Ist der auf Empfang? Weil wenn nicht, dann schau ich jetzt einfach mal vorsorglich in der Kategorie noch, wer da los ist. Wer da loses Mundwerk hat. Schauen wir mal. Die kenne ich halt einfach alle nicht. Die kenne ich halt einfach alle nicht. Danny dauert, glaube ich, länger. Okay. Ja gut, in der Pokémon-Kategorie in Legends Arceus, wo ich jetzt herin bin, haben genau 3 Deutsche, davon bin einer ich und ich habe mit Abstand, Gott sei Dank, das ist wieder hoch auf die Bazi-Gang, die meisten Zuschauer. Dann haben wir einen mit 3 Viewer, den kenne ich nicht, der Creekly Flow, der spielt, keine Ahnung was, aber auf alle Fälle auch Gen 6 Remake. Dann haben wir noch Trigantix, der spielt Pokémon Schwert und Schild, hat aber keine Kamera und gar nichts. Jetzt pass auf, ich lue jetzt einmal bei dem. Was ist das für ein Spiel? Der spielt das Gegenpart von mir. Der spielt nicht Rising Ruby, der spielt Sinking Sapphire. Ist der gleiche Hack, nur die andere Version. Der ist im Early Game. Spielt scheinbar auch eine Nuzlocke. Sag ich das richtig? Ja, der spielt eine normale Nuzlocke. Der hat jetzt schon Pokémon verloren. Ja, lol. Und jetzt schon im zweiten Versuch. Okay. Ja, ich glaube, den nehmen wir. Oder habt ihr sonst noch irgendetwas? Nicht. Okay. Ja, dann nehmen wir den. Der schaut jetzt sympathisch aus, der hat eine gute Audioqualität, der hat eine Kamera, der hat ein gutes Layout, das passt. So, Freunde. Habe ich vorher schon gesagt, merci nochmal fürs Zuschauen, schön, dass du da warst, hat mich gefreut, dass du so spontan reingeschaut habt. Da ist nochmal der Raid-Command von Mr. Price. Ich weiß jetzt nicht, der man vorsichtshalber nochmal komplett einer für den Fall, dass ihn noch wer nicht kopiert hat, für Non-Subs und für Subs. Ich wünsche euch alle einen schönen Sonntag. Macht es sich gemütlich bei dem schönen Wetter. Es wird bald nur wieder Kreisli. Nächster Stream wahrscheinlich Mittwoch. Entweder Nuzlocke oder Nice Projekt. Das entscheide ich spontan. Ansonsten, ja. Viel Spaß beim Creekly Flow, Money heißt er, ja. Er spielt eben genau das gleiche, was ich jetzt gespielt habe, nur dass er halt einen Gegenpart spielt. Dann sage ich, habe ich die merci nochmal für alles. Wir sehen uns dann nächste Woche wieder. Bleibt gesund und ja.
Wir hören uns. Fertig. Auf Wiederschauen.